Geht nach allem. Ich bin Gittel Schechter Vishwanath. Ich begrüße euch im Namen von der Jüdischen Liga. Wir freuen sich, dass ihr sich allerhand versammelt zu der Monnen in sich lernen wegen der Poetesse Rivke Basman Ben Chaim, was ist letztens Nifter geworden, und dabei veruvelt die Welt von jüdischer Literatur. Wir in der Jüdischen Liga haben sie gekannt nicht nur wie eine feine Poetesse, ein warmer, teurer Mensch, nur sie ist echt gewesen ein langjähriger Mitglied von der Redkollegie, der Redaktion von unserem Journal auf dem Schwell. Rivkes Mitarbeit, ihr Schmeichel und ihre Lieder wollen uns stark ausfüllen. Ehe wir haben unser Programm mit Miriam Trin Berosch, gebe ich über das Wort David Brown in Namen von Ivo. Seid mir alle gesinnt. Ich bin David Brown und ich repräsentiere dem Ivo, dem Jiddisch Limit und die Jiddisch Programme beim Ivo. Ich meine, dass die Programm hat sich schon noch nicht offiziell angeheben, weil Einzelsäger bleibt mir sich alle zu neu. Aber ich begrüße euch alle, man will ich übersorgen die paar Wörter in 3,5 Minuten herum, schon nicht, aber ich danke sehr der Jiddisch Liga mit Miriam Trinnen, mit Gittel Schechter Vishwanath. Ich danke sehr Julia Rothkopf von Ivo, Eli Benedikt von der Jiddisch Liga, Miriam euch von Jo, was wir führen durch, oder das Schutfes auf durchzuführen, dem heutigen Andenkwerkstatt Lesecher Rivke Basman Ben Chaim. Meine paar Wörter. Schönen Dank, Gittel und David. Gut, also wie sie schon fort die offizielle Show und der Eulem strömt rein, will ich danke euch begrüßen in meinem Namen und in dem Namen von der Organisation, was ich stelle vor mit sich heint in Abend, jüdisch Ort, a herzigen Borch Habo, euch allemen und koidem kol danke, herzigen Dank meine Kollegis, Gittel Schechter Vishwanath und David Brown, Eli Benedikt, Alex Weiser, Julia Rothkopf von Ivo. Ein Dank für der Greatkeit zu neu zu stellen und zu stellen auf die Füße, also ein Programm abzumerken, eine wichtige Jiddisch-Poetesse, was ist auch erst weg von uns, und das zu tun in einer relativ kurzer Zeit. Ist ein Dank und ein Dank erwartet dem Eulem, weil was wollten wir gewinnen und an Eulem? So kommt eigentlich ein größerer Jaschakoyach fahren reinkommen und fahren wählen sich beteiligen, und ich will Tage unterstreichen die Beteiligung eure, weil wir haben angesagt, die dosige Gedenkprogramm wie an Warstadt und wie der Name Warstadt sagt oder will mir Rames sein, nehmt das rein euch ein bisschen Interaktion zwischen die Redners und dem Eulen der Heine Eich. Also wie die Zeit steht, kennen wir nicht, und ihr werdet sehen, als euch Rivke Basman Ben Chaim hat die Dosike, hat der Dosiker-Fakt stark vernommen und Motiven wie Zeit seinen Gewinn damit sehr aktuell in ihrer Schaffung. Also wie die Zeit steht nicht, wenn wir Tage jetzt anheben mit dem Aktiven von eurer Seite euch, hoffe ich, war statt. Wir wollen Tage ein in Abend abgeben Covid und abmerken die Schläuchchen von Jiddisch-Poetesse, was ist öfter nicht zwischen die samme Bekannte, ich weiß nicht, wie viel von euch haben einmal schon gelernt, etwas von ihr Jezire. Ich habe sicher, ja, jetzt einmal gehört dem Namen Rivke Basman Ben Chaim. Lass mir heint ihr abgeben dem gehörigen Covid durch und vertiefen sich ein bisschen in ihre Jezire und also euch sich bekennen ein bisschen mit ihrem Leben von der Neunt durch ihre Schures. Ich will kein langen Reinführ wegen ihrer Biografie nicht geben, weil ich meine, es wird sein als Sachpassiker durchzuspannen ihr Langleben, und sie ist geworden 98 Jahre alt, durch ihre Lieder. Und lehnendig ihre Texten wollen wir entdecken die verschiedenen Stapeln von ihrem Leben.
Mit Rivke Basman Ben Chaim ist weg von uns nicht stam ein Jiddisch-Schreiber oder noch ein Jiddisch-Schreiber. Wir sind doch schon ein bisschen zugewohnt von den letzten Jahren, Jahrzehntiger. Es ist mit ihr Weggehen euch geschehen symbolisch sehr eine wogige Sache. Man hat vermacht ein Kapitel. Bei MS, also können wir es anrufen, ganz endgültig. Man hat vermacht dem Kapitel in der moderner jiddischer Literatur, dem Kapitel von die Schreibers, was sehr Mameloschen ist, aber der gewinn Jiddisch, aber solche haben wir noch, seien zwischen uns sehr zu lange Jahren, aber von dem Sort Schreibers, was seien nicht nur gewinn eingesappt mit der jiddischer Kultur und Sprache, noch haben gestammt von jenem Mekoimes, von der alter Heim, von der Misrach-Europa, von zwischen die zwei Weltmilchomes, wo die jiddische Kultur ist gewinn noch eine jiddische Zivilisation, eine lebendige. Und ich meinte, als Rivke Basman Ben Chaim ist gewinn die letzte, was ist gewinn noch aktiv, bis da nicht lang. Und jetzt darf sich der Jünger und Jüngerer da untergarteln, uns zu besorgen mit der Hemmschicht. Rivke Basman Ben Chaim ist geboren geworden am 20. Februar 1925 und sie ist weg mit der Chodesh zurück, am 22. März 2023. Und wenn wir gucken nur auf die Dates und auf die geografische Namen von ihrer Geburt und ihrer Tiere, sie ist geboren geworden in Wilkomir, ein Städtel nicht weit von Wilne, Lite, und gestorben in Herzliya, Israel, können wir schon verstehen, nur durch die Breitkeit und Reichkeit von ihr persönlichen Marschrut und von ihr Marschrut wie ein Jiddisch-Schafferke. Und die dosige breite Gamme, der dosige langer Marschrut bei MS von 98, kein richtige 98 Lebensjahr und mehr wie 70 schafferische Jahren, wollen wir abmerken und euch proben zu verstehen durch ein Abkleid von Lieder, was sie hat geschrieben bemäßig von die 70 aktive Schaffungsjahr ihre. Und sie sind nicht chronologisch ausgestellt. Ich will jedes Mal vorlehnen, das scheichtige Lied. Ich will es ein bisschen kommentieren, ein bisschen reinflechten, biografische Informationen, was wird sein relevant. Und von Mal zu Mal, nicht bei jedem Lied, zulieb organisatorische Siebes, will ich euch geben das Wort, euch mitzureden, mitzutrachten. Es wollte gewinnen schön, ob die dosige Unternehmung kann euch wehren an Austausch von Gedanken herum Rivke Basmans Lieder zwischen uns, die alle, was seien da vereinigt, zu gedenken in ihr. Ich will jedes Mal bei einem Lied, wo ich will der Losen kommen zum Wort, das können tun in einem bescheidenen Rahmen. Das heißt, dass jedes Mal, wenn öfter können 2 oder 3 Menschen nehmen das Wort, ihr werdet können machen als Siemen, der beste Siemen, ich soll sehen, als ihr wollt nehmen das Wort, ist aufzuheben eure dritte Hand, ja, auf Zoom hat ihr eine dritte Hand, die elektronische Hand, das ist das Siemen, was ihr werdet gefunden, beim Siemen von die verschiedenen Aktien, welche ihr könnt ausdrücken und dort kann man Quetsch geben auf der aufgehobenen Hand und das wird für euch sein, der Mittel, mir zu weisen, als ihr wollt etwas sagen. Ich will anheben unser Beschutz, die Kleinen, mit ein Lied, was heißt Liete. Lass mir sehen, von wann es stammt, sage die Poetesse. Und mit dem dosigen Lied will ich euch zusammen abmerken, die jetzige Zeit, die jetzige Tag, in welchem wir gedenken, dem Choben. Ihr werdet bald verstehen und die von euch, was haben öfter schon ein bisschen reingelehnt in dem Material, ihr werdet bald verstehen, als das dosige Lied hat direkt zu tun mit dem Lied von Amol, der Lied noch a Choben, noch dem Choben. Es ist ein Lied, was ist relativ spät geschrieben,
Und wir dürfen öfter in Voraus sagen, als Rivke Bassmann, was hat übergelebt im Choben, im übergelebt in der Wiener Ghetto und auch in einem Arbeitslager, hat lange Jahre nicht gewollt verschreiben ihre Überlebungen von jener Tkufe auf Papier und sicher nicht in poetischer Form. Da und dort hat sich ihr etwas herausgegangen, weil sie hat sich nicht den ganzen gekannt zurückhalten, aber lang hat sie ausgemitten, herumzureden in ihre Lieder direkt dem dosigen Kapitel von ihrem Leben. Das ist auch von den späteren Liedern und in dem Lied kommt sie zurück zu dem Paysage von ihren Kinderjahren, zu ihr Heimland, zu ihr erster Heim. Und lassen wir sehen, wie sie gedenkt sie und wie sie will sie verzeichnen. Litte, in Wald, in verkäferten Wald, in Wald, wo Frühling ist heut, wachsen noch Posemkes Reute. Als der Schnee in Sonn zergeht, liegen sie neuend zu die Teute. Vor dem, was kommt da in Wald, Posemkes kleiben, behalt sie die Erd. Die Teute soll nicht elend verbleiben. Wir sehen gleich, als Litte, für Rivke Bassmann und für jeden einen Menschen, was ist aufgewachsen in die misrach-europäische Kanten Bichlal und in der Litte befragt, Litte, das ist eine spezielle Landschaft. Das ist eine spezielle Natur. Und Natur wird sein sehr wichtig. Passe Bassmanns ganze Rezire durch alle Jahre. Die Natur da wird symbolisiert durch den Wald. Was kann sein lebendiger wie ein Wald? Ein grüner Wald von Misrach-Europa mit gedichte Wälder, was wachsen in einem. Nur bald zerstört uns die Poetesse, die Idylle. Der Wald, was sie gedenkt, was verkörpert für ihr Litte, ist ein Verkäferter. Und wir bleiben schon on, kein Schumsfeikes, in wasser Zeit sie führt uns zurück. Das ist der verkäferte Wald von Ponar, was in der Zeit von dem Choben ist die heimische Litte geworden, verwandelt in einen Teutort. Wir sehen, als sie zieht weiter dem Gedanken und ihr seht, dass der Wald ist sehr zentral, er bleibt ein Hauptmotiv durch die erste Schures. Und wir können nicht entläufen von dem dosigen Wald, weil er kehrt sich wieder und ober. Es ist ein Wald, wo Frühling ist Teut. Wir haben weiter dem Gedanken von endgültigen Untergang und Vergang. Nur bald danach sehen wir etwas aufblitzen. Was kommt mit einer lebendigen Kollier, mit der Reutkeit. Und wer es ist aufgewachsen in Misrach-Europa, kennt bei dem Wort vielen dem Tam von die Posemkes. Und es kommen automatisch auf, man will sie nicht gute Assoziations von Kindheit und von Spazieren durch den Wald, von Reisen Posemkes, von Essen Posemkes, von vielen sehr Süßigkeit. Und es kommt zurück der Tam von die freie Kinderjahren. Ohne Sorge. Nur das, was die Poetesse stellt da weg, also zenterdig in der ersten Schule, ja, nachdem sie hat uns bald reingeführt in etwas Teut-Paysage und plötzlich haben wir die Gelegenheit aufzuatmen bei die Reute Posemkes. Das lasst uns nicht über mit der ruhigen Gefühl, chodsch mit der guten Tamefsche. Wir werden weitergeführt in einer Schneeker Landschaft und in der dosiger Schneeker Landschaft gefinden sich die Posemkes mit sehr süßen Tam neun zu die Teute. Und in dem Ponem el Ponem von einer Seite Fruchten, was wieder einmal mit ihrer Reutkeit da viele noch verkörpern sei, etwas an Assoziation, was lässt sich verbinden mit Blut, aber der Ponem el Ponem von Blut und Lebendigkeit und Teute und ein anderes Sort Blut, das ist amin zwei Polustigkeit, was mir wollen Keseder gefunden bei Rivke Bassmann. Keseder, etwas, was ist lebendig und frisch und hoffärtig und öfter
verknüpft mit einem Zusag auf morgen und Leben und weiter und gleichzeitig damit etwas, was wird uns zurückziehen zu dem Teut. Was ist da, sind dem Horben. Lass mir sehen, wie also sie führt weiter das Lied wegen ihr Heimland der Liete. Und in der Emerson bemerkt, ist es ein Lied, in welchem sie stellt vor, a Teilen Mokem, aber es ist a Hesped, a Leubgesang auf dem dosigen Mokem. Sie redet weiter wegen der Situation, wer es soll nicht wollen kommen, euch Itzter in der noch ruben die Kertrufe, kleiben Posemkes, wird es kennen öfter tun und proben, nur was? Wird sie nicht gefunden, weil sie mischt sich rein die Erde und die Erde weiß sich da heraus wie etwas a Schute zu a Solidarigkeit, was wird geschaffen. An unerwartete Solidarigkeit zwischen die Posemkes, was leben doch, was seinen Amin Zusag fahren Frühling, und die Teute, was gefinden sich unter derselbigen Erde, über welche die Posemkes seinen Gebäuren geworden. Und wir kennen öfter vielen die Tragik, in dem er zu Neustöß von die Posemkes und die Teute, nur lassen wir sich abstellen auf der letzten Schure. Die Teute sollen nicht elend verbleiben. Und da weist sich heraus ein interessanter Gedanke, als Rivke Bastmann will in der Emerson abhitten auf etwas an Eufen dem guten Tam von ihrer Kindheit Posemkes, von der Alterheim, in Verbindung mit ihr Willen abzuhitten, dem Secher von die Teute, was euch sei, seinen Artel von ihr Alterheim und von ihr heimischen Gefühl zu der Alterheim. Und durch dem, was die Posemkes von dem Itzt, wären amin Zudeck, was gibt Wahrheit und öfter amin Treist, die Teute, sie seien nicht allein, die Posemkes seien über sie und mit sie. In der dosiger Verbindung schafft die Poetesse, sie beweist zu schaffen etwas, was ist sehr, sehr charakteristisch für ihre Schaffung. Sie beweist zu spannender Beugen zwischen Zeiten, der tragische Itzt, aber was ist lebendig, und der also ausgebänkter Amol, was wird schon kennen und nicht kommen und hat sich tragisch geendigt. Es ist ein Beugen, was der läuft, in Verbindung, was halt auf lebendige Gefühlen zu dem, was ist mehr nicht da. Und wir wissen nicht bei Emes, mit was Tam wir dürfen bleiben zum Sof. Was ist sehr schön, öfter kennt ihr das schon jetzt abschätzen, ist die poschete Sprache, mit welcher die Poetesse bedient sich. Und das Wort Poschet darf bestimmt nicht verstanden werden in dem Kontext von, was man seziere, wie etwas ein Wort von Oibmarop. Poschet heißt nicht raffiniert. Nein, leheper. Sie ist gewähnt von den wenigen Poeten, was haben bewiesen, dank an seltenem Talent, überzugeben, sehr tiefe Gedanken und einmal ganz subtil behaltene Machschoves in einer Sprache, was ist zuträglich für alle. Und in Bilder, was sind sehr spiriftig, sie sagen etwas von der Spiriftigkeit, aber sie seien klar, sie seien verständlich. Das ist ihr Lied von Retrospektiv. Und Punkt wie da in dem Lied, wo sie kommt und guckt zurück von einem Itzt, wo sie allein hat sich geraten wird und sie hat gefunden am Okemiklet und ein neues Heim. Aber in der neuen Heim bleibt sie mit einem Stickel over, mit einem Stickel alte Lied. Zwischen anderen ist das Stickel alte Heim die Sprache. Was ist euch gewesen, die Sprache von die Teute und in welcher sie prüft, oder sie kennt nicht anders, sie muss euch sie verewigen und nicht nur sie, nur als was sie haben vorgestellt mit sich, die Kultur, die Zivilisation.
Lass mich euch vorlehnen, jetzt mit einer gewissen Zeitsprung auf zurück in der Zeit, ein anderes Lied ihrs, was sie hat angeschrieben in der Anhebzeit von ihr Besetzen sich in der Nairheim. Rivke Basman Ben Chaim, wie ich habe euch gesagt, hat durchgemacht die Wilner Ghetto und danach ist sie gewesen in ein Arbeitslager in Kaiserwald, in Riga, wie ein Jungmädel. Und dort noch an Evakuatie, von welcher sie ist entlaufen, ist sie gerettet geworden und befreit geworden. Lesof. 2 Jahre nach dem Sof von der Milchome hat sie sich noch gedreht und geweigert in dem noch Milchome-dicken Europa. Aber damals ist sie gewesen schon sehr aktiv und ein Mitglied in der Bewegung Habricha. Das hat geholfen, organisieren die illegale Aliyah in Eretz Israel. Und mit der Dosiker illegaler Aliyah ist sie allein euch gekommen in 1947, noch vor der Gründung von Medinas Israel. Da will ich euch vorlehnen ein Lied von der Dosiker erster Tkufe, wo sie hat sich schon besetzt in der Nairheim. Das Dosiker Lied ist Arois in 1951 in die Goldene Kate, was die Goldene Kate Gufe wird am Nachle und Moke Miklet in der Nairheim verirrt. Der berühmte literarische Journal, geführt und redigiert von Hashem Dover, ich darf nicht mehr sagen, ich will nur der Mann seinen Namen, Avrom Sutzkever, was ist gewesen noch ein teurer Freund von der Wilner Ghetto. Sie haben sich schon dort bekannt, Rivke Basman und Avrom Sutzkever, und die dosige Bekanntschaft hat sich danach in der Nairheim in Eretz Israel, danach Medinas Israel weitergezogen und ist geworden sehr intim auf die Blätter von die Goldene Kate. Er hat sich stark gestützt. Sie kommt 47 und sie besetzt sich in dem Kibbutz Hamapil und sie kommt zusammen mit ihrem Mann Mule Ben Chaim, was ist gewesen am Moller und mit ihm noch der Monnen. Er ist ein bisschen älter für ihr. Und er malt und sie schreibt auf Jiddisch. Und wie also schreibt sie? So in der Nairheim in die ersten Jahre. Wegen was wird sie schreiben? Sie wird sie schreiben mehr wegen der Nairheim, mit der Kavone sich zu besetzen und sich zu schaffen, die neue Nest. Oder wird sie nicht kennen, sich befreien von der Alterheim und wird sich konzentrieren auf Motiven, was sollen aufhalten, lebendig die Verbindung mit Demolt und dort. Das dosige Lied hat nicht keinen Titel. Es hebt sich an mit den Wörtern «Sei kommen Stillerheit». «Sei kommen Stillerheit und rieren an mein Tier, wird bläuer noch die Nacht und durchsichtig Sapir. Sie sind alle teut und keiner zwischen sie, der zählt nicht, wie heißt. Nur ich, bei grauer Scheub, ich weiß. A jeden ruf ich an beim Namen still und klar, a jeden ruf ich zu und bring ihm Salz und Brot, nur alle schweigen sie. Sie sind alle tot. Alle tot. Wir haben da schon nicht kein der Meinung von einem Ort. Ja, das erste Lied hat wenn betitelt mit sehr klar Wort, wir haben gleich gewusst, wo wir befinden sich. Da haben wir nicht kein Ort, nicht kein geografischer Ort. Wir haben aber ja etwas ein Heim, ein Bild von einem Heim, wo der Ich sitzt und wartet. Sitzt bei einem Fenster, bei einem Scheub und guckt raus und guckt sich öfter aus die Augen noch etwas. Und wir befinden sich in einer Zeit. Was Zeit? Wir wissen nicht in Jahren, aber wir wissen, das ist die Zeit von einer Nacht. Was wird bläuer? Das ist der Ben Hashmoshes, die Zeit von Übergang von einem Tag zur Nacht. Etwas endigt sich, ein ganzer Mesles endigt sich
und die Bein Hashmoshes Zeit ist auch die Zeit von Metuchtechtigkeit, von unklare Grenzen zwischen Realität und Cholem, Vorstellung, Fantasie. Und was geschieht in dem dosigen Ort, was ist wie Amin Heim und in der dosiger Ben Hashmoshes Zeit? Der Ich begegnet Emetzen. Was kommt zu ihm? Und das ist ein kollektiver See. Und wir hören nicht von keinem Nehmen, Chotsch, mir der wissen sich ja, als der Ich, was nimmt sie auf, wie Gäst, kennt sie und kennt sie ihren Nehmen. Chotsch sie allein stellen sich ihm nicht vor. Nur ich bei Grohe Scheub, ich weiß. Und der Ich, was ist ein lebendiger Film mir, ja, sitzt, guckt, öfter mit der Hoffnung in der Sapir, koliriker Nacht. Das Sapir ist eine schöne Kolir. Der Sapir da kann sein an Onsog auf etwas Schönes, was kann öfter kommen mit der dosiker Nacht. Der sitzendiker Ich ruft beim Namen jeden einen, was kommt, still und mehr wie das. Begrüßt mit der traditionellen Gest, ja, von aber Chabo in ein neuer Heim. Salz und Bräut. Bis dann ist da wieder etwas an Hoffnung. Nur der Ich bleibt allein. Lechol Apoches on Klangen. Alle, was seien, die See, was kommen, schweigen. Ja, sie geben nicht ab, kein Sholem Aleichem. Und Tomer, wir haben gehabt, etwas als Sofek, als in dem Schweigen kann öfter stecken, Schemmelzel Tragik, macht uns klar die Poetesse. Wie also wir dürfen verstehen, die alle, die sie, was kommen, zu Gast. Sie sind alle Teute. Und das sind die Teute von der Lite. Da seien sie aber nicht in dem Wald von der Lite, nicht geblieben dort. Sie seien gekommen mit der Poetesse in ihr neuer Heim. Und sie werden schon bleiben mit ihr. Nicht nur in Lied, nur seht euch a viele in ihr Guf, a wade in ihr Machshove, a wade in ihr Zikor. Ein Eufen, nicht sich zu befreien von dem, aber öfter ein bisschen sich zu schaffen, der Erleichterung, abzuatmen, auf eine Weile, ist sie herauszulassen, in Lied. Bemerkt, als sie arbeitet mit sehr poschete Wörter weiter, Teute. Sie redet nicht wegen kein Churben, sie redet nicht wegen große Imagen, als sehr, sehr poschet und sie arbeitet euch als Sache mit Überchaserungen. Ich will euch noch weisen, eine kleine Sache, was von Itzter an ist und sehr gedei abzugeben, ein bisschen Aufmerk dem. Und das ist, wie Rivke Bassmann Ben Chaim hat gearbeitet mit Grammen. Sie ist doch gewesen eine Poetesse und wir stellen sich vor, klassisch, als Poesie darf sein auf etwas Eufen verbunden mit Grammen. Ihr werdet sehen, dass in Sachlieder grammt sie, aber Sachlieder seien nicht gegrammt. Und es ist damit interessant, in jeder Poesie, bei jedem Poet und euch bei ihr zu gucken. Ob wir gucken ein bisschen auf die Grammen von dem Lied, sehen wir, als es seien do Grammen und es seien nicht doch in Grammen. Lemoschen in der ersten Strophe, das Wort Tier, mein Tier, was grammt sich mit Sapir, und wir haben eine Erwartung da, ja, Emetzer kommt still, und die ganze Beschreibung endigt sich mit einem Wort von wieder einmal Zusag, ich beton, Sapir, das ist ein schöner Kollier. Das heißt, wir bleiben mit einem Gramm, was führt uns rein in eine gute Atmosphäre, lassen wir sagen. Aber gleich, Tomer, wir haben sich bewiesen, einzunisten in etwas Ruhigkeit von dem Gramm, kriegen wir gleich eine Warnung von der Poetesse.
Ist, was tut sich mit den Grammen in der zweiten Strophe? Was hat uns gegeben, als das klappt, gleich beim Anheb? Sie sind alle tot. Ob ihr bemerkt, es tut sich etwas mit den Grammen? Ob ihr guckt gut, haben wir nicht keinen vollen Gramm. Wir haben etwas, was schmeckt mit Dissonanz. Der zählt nicht, wie er heißt. Keiner erzählt nicht, wie er heißt. Nur ich, bei großer Scheub, ich weiß. Ja, es ist nicht kein perfekter Gramm, aber die zwei Wörter seien klanglich zusammengehörig. Und es ist interessant, als Dafke sei, prüft sie zusammenbringen durch Asamin Dissonanz, aber da in dem Punkt seien sie in der zukünftiger, lebendiger Zeit und die, was kommen und seinen Tod, vereinigt. Weil sie heißen und sie weiß, wie sie heißen. Sie seien klanglich durch ein poetisches Spiel vereinigt. Und was tut sich, was scheich Gramm beim Sof von dem dosigen Lied, was euch also da haben wir gehabt, etwas am Min Onsog auf ein Gramm, aber zum Sof eine Dissonanz ein bisschen. Wir haben ein Gramm, wir haben wieder ein vollen Gramm, was ist Bräut und Teut, ein schlimmes dicken Gramm. Aber ein Gramm, was tragt mit sich und in sich noch einmal die O2-Polustigkeit. Bräut von einer Seite, was ist ein Symbol von Leben und das Bräut symbolisiert die Lebendigkeit von dem Ich. Und von der zweiten Seite, der zweite Polus, der Fakt, dass alle, was kommen, zu dem lebendigen Ich seinen Teut und sie werden nicht kennen, Teuem sein von dem Bräut, mit welchem der Ich ist mechabet. Aber sie seien ja vereinigt in dem Gramm. Und dort geschieht die Begegnung. Und was ist ein Gramm? Das ist ein Spiel mit Wort. Das ist ein poetisches Spiel in Wort. Und durch der Technik beweist Rivke Bassmann Ben Chaim wieder und wieder zu vereinigen. Zwei Polusen, die sehen aus, also stilistik und also gegeneinander. Es ist schwer, sich vorzustellen, sie sollen sich kennen vereinigen. Aber in ihr Wort beweisen sie sich zu vereinigen. Ich will gehen weiter und mit euch lernen das Lied Eukalypten. Und nachdem das Lied will ich euch wieder verbitten, sich zu beteiligen mit Machschoves, ob ihr wollt haben, oder Kommentaren. Das Lied heißt Eukalypten und es ist zwischen anderen publiziert geworden in eins von ihren zahlreichen Büchern mit dem Titel Dichtike Steiner. Auch da, noch in dem Titel, haben wir Amin Dialektik, Amin Zweipolustigkeit. Es ist ein Lied, was stammt seit aus von die Sof 60er, öfter frühe 70er Jahren. Wir wissen nicht genau, wann sie hat das geschrieben. Aber 72, wenn es wird publiziert in einem Buch, lebt die Poetesse schon eine längere Zeit in der Neierheim. Sie hat sich schon eingesadert. Sie hat sich öfter schon eingeheimisch. Sie hat sich öfter schon bewiesen, ein bisschen einzuwurzeln. Und sie nutzt weiter wie ihre poetische Sprache Jiddisch. Das hat sie eigentlich keinmal nicht aufgegeben. Von der zweiten Seite aber ist sie was kennt sehr gut Hebräisch. Die Sprache von der Neierheim, wo sie darf sich einwurzeln von das Nei. Und sie kennt die dosige Sprache Hebräisch sehr gut, weil sie ist allein viele Hebräischlehrerin in dem Kibbutz, wo sie hat sich besetzt, in Kibbutz Hamapil. Sie derzieht neue Deures mit der neuen Sprache und in der neuen Sprache, gedei also zu haben in dem Boi von der neuen Heim. Nur wie eine Poetesse bleibt sie mit dem Stickel alter Heim, was lebt bei ihr und in ihr weiter, in ihr Wort, und das ist die jiddische Sprache. Ein Lied, was heißt Eukalypten. Schon der Titel ist ein bisschen überraschend und öfter nicht. Eukalypten, wer es lebt in Israel, weiß, erkennen sie, jemand auf Schritt und Tritt treffen und sehen in Israel. In der alten Heim in Litte ist gewesen ein Wald, ein Gedichter, aber nicht mit der solchen Bäume. Was sagt sie wegen die Eukalypten? Und wir sagen, das ist klar gleich in der israelischen Landschaft da.
Die Eukalyptenbäume haben ausgetrocknet gar dem Sumpf. Und nicht verblieben ist kein Tropfen Wasser. Jetzt stehen sie durstig, alt und jung, und suchen Trost in Ofenschein, in Blasser. Der Ofen bringt sie einen kalten Strahl und kann dem Durst in sie nicht stillen. In Cholem setzt der Eukalyptenbaum a Qual, wo's zieht sein nacket Herz, die Tropfens zu der vielen. Versteht ihr öfter, wie soll sie retten wegen die Eukalypten? Durch seinen Bäumer, wo seinen Durstig, sie darfen ihre Wurzeln sappen sehr gut ein, Wasser in sich, und sie bedarfen das euch. Und wir sehen, da wir hören in die erste Schule, als die dosige Eukalyptenbäume haben ausgetrocknet gar dem Sumpf. No, öfter wird das sein, a genügende Remes für Emetzen, und ich sehe 2 aufgehobene Hände, will ich geben das Wort Benjamin Moss. Gut, dachte ich mit dir reden. Man soll verstehen, alle Lehners in Israel wollten gleich verstanden, dass das ist gewesen in gewissem Sinn der Ziel von der Eukalyptenbäume, also das Einpflanzen der Eukalyptenbäume uns ist gewesen bekiven eine Politik von dem Jeschuv und später von der Medina auszutricken die Sumpen. In dem Sinn hat man zu tun mit etwas, was hat gearbeitet so gut. Ja, und ich meine, schon in die 60er, 70er Jahren hat man angehoben zu verstehen in Israel, was war also einer von den ersten Momenten, dass man sagt, dass man hätte dann zu trachten wegen Zwiebel in Jonem. Was war eine Wirkung jene Politik hat gehabt, es ausgetrickten Sumpen, aber euch hat ausgetrickten alle Qualen und wir schaffen alle Probleme, hysterische Probleme in verschiedene Zwiebels, Mikrozwiebels in Zoffen und in dem Sinne ist es schon eine sehr verpackte Metaphor, muss man sagen, oder verpackte Thema, was man kann gleich verstehen, das macht zu tun damit etwas, was hat gearbeitet zu gut. Neue Anheb, was ist gewesen, zu viel Anheb. Richtig. Was ist gewesen, ein nötiger Anheb, die zu bauen, da ganze Städte, ja, auszutricken in die Sumpen, was haben gestört beim Aufbau von einer neuen Zivilisation. Aber als der Effekt letztendlich ist, als kein Tropfen Wasser bleibt nicht in einem Klimat, was sie sehr trocken, das verstehen wir nicht gut, weil die Eukalyptenbäume, öfter euch andere beschäftigen, zwischen sie der Mensch, willen doch und dürfen trinken, um zu existieren. Ich will geben das Wort euch Asien Eisenkot. Ich sehe da parallel mit den neu gekommenen Olim, die Chaluzim, die Olim. Sie sind gekommen vom Fremd. Der Eukalyptus ist von Australien. Das ist ein fremder Baum zu der Landschaft von Eretz Israel. Sie sind gekommen von dem Fremd und geschaffen die Medina. Sie haben gehabt eine Aufgabe. Sie haben der gerecht die Aufgabe aufgetan. Aber jetzt, sie gucken sich herum und sie haben nicht die Mischpoche, wo sie haben verlassen in der Fremd. Sie sind durstig verliebt von den nonten Menschen, die sind geblieben von hinten. Ja, da hast du schon sehr schön dechiffriert das Bild. Ja, weil wir haben in der ersten Strophe schon die Eukalyptenbäume, was haben sich angetrunken und öfter viele Asch angeschickert und getan ihre Arbeit. Der Sumpf ist schon nicht da, aber mit ihm ist euch weg das letzte Treppele Wasser. Und jetzt bleiben sie weiter durstig. Das heißt, sie haben sich besetzt in der neuen Landschaft. Nur bei ihm gut ist sie nicht. Sie wollen etwas. Und nicht nur sie wollen, sie garen noch etwas. Und nicht nur sie garen, das, was sie dürfen, ist etwas, was ist euch lebenswichtig. Wasser. Ja? Und sie proben sich Treffen mit dem, als ob es wird werden Abend, eine Zeit, wenn es wird kühler und öfter kann das bringen wieder eine Verringerung vom Durst, werden besser, aber der Abendschein ist ein blasser und in dem
Wort Blas verstehen wir, was gramt sich agef mit Wasser, ja, als der Entfer auf dem Durst noch Wasser ist, beemes nicht kein der Quickendicker. Eider, ich will sich passieren euch zu der zweiten Strophe von meiner Seite, aber noch kurz will ich geben das Wort Sore Rochlen. Was hebt euch auf a Hand? Ja, ich will gehen noch ein Trop weiter. Zu die Eukalyptenbäume ist die hebräische Sprache und Kultur, was mit das gedacht haben, gleich nun hebt, das gedacht kriegt zu verstärken das Land und die Gesellschaft, aber es ist gegangen sie weit und jetzt stehen sie durstig, sie haben nicht kein Jerische, kein literarische Kultur, Sprache Jerische, und sie hat in dem blassen Offenschein. Das heißt, es ist eine blasse Kultur, was Israel hat jetzt. Mhm. Ja, schön. Das heißt, ja, wir fühlen die Wurzeln, was sie wollen, etwas kennen, haben schon nicht von wannen zu schöpfen. Ja, und aber ich habe sehr schön gehabt, dem Bateit von die Eukalypten, was sie repräsentieren und symbolisieren, beemes die Neigekommene in Land, was haben wir die Eukalypten gedarf sich verwurzeln von das Nei, les Brere, darauf. Und ich es ja bewiesen, ich aber geblieben mit etwas, was hat sie euch gefällt, öfter ein ganzes Leben, bis ins Samesof. Joel, ich will dir euch noch geben das Wort. Joel Matvejew. Ja, danke. Ich habe gewollt erzählen, als am vergangenen Mittwoch haben wir veröffentlicht in der Birgiana Stern 3 Lieder von Victor Bassmann mit meinen Übersetzungen auf Russisch, versteht sich, poetische Übersetzungen. Ein Lied heißt Liete, das ist von der letzten Sammlung, das ist gedruckt in 2020, und überlassen welches vorlesen. Gut, mit Vergnügen. Mir sich zu hören. Das heißt Liete. Die Nudelbäumer stechen meine Tritt, a welcher Teppich hier zum Teutental, wo alle Bäumer gehen mit zum Tchäum, was heißt Amol. In jene Wälder von Amol kleibig Posenkes und schwer, als Räuke ist von Blut, und sehr Tamatrer, die Nudelbäumer stechen meine Tritt, der welcher Teppich naht mich up. Ahin geht keiner mehr nicht mit. Ahin, zum Bart Aruf. Ich meine, es ist sehr schön Lied, was es bei jetzt am Hemmschick von dem Lied, was hat vorgelegt. Ja, richtig. Wir haben allein gehört, wie die Sachen verbinden sich. Und wir hören da euch, dank euer gebringt Lied, als die Poetesse hat gehabt, spezielle Sammlung Wörter, zu welcher sie hat sich seit euch wieder und wieder umgekehrt, was ist sehr typisch für jeden Poet, ja, also hat etwas als ein eigen Vokabular, was hit ab, in dem Fall erwartet das Schlüsselwort die Posemkes. Ja. Und wir gucken, ja, ich habe noch gewollt etwas zugeben. Nein, ich kann vorlesen noch 2 Lieder, was wir haben abgedruckt. Ich meine, ja, aber öfter lassen wir sich konzentrieren auf den Leinwag, was wir haben zerschickt, weil Menschen haben sich auf dem zugegräht. Und es ist schön, was ihr da ganz adrabe, aber no, wie Tommy, der Remes ist ein bitterer und das nicht bei der Remes, nur bei der Fakt, als die Zeit steht nicht. Ist der Leut mir Mamschich zu sein und sich kurz zu beziehen dort zu der zweite Strophe, wie also endigt sich das dosige Lied. Sie wählen die Eukalyptenbäume sich in etwas Moment ja können antrinken, sie wählen sich der Trinken in sehr Durst. Nur, sie können sehr Durst nicht stillen und was bleibt sie? Wir seien noch einmal in Asamin Ben Hashmoshes Zeit, ja, es wird Abend, es wird Nacht, Kiel und das ist die Zeit von Cholem. In der Zeit von dem Cholem ist so eine Visie beim Eukalyptenbaum. Und öfter, ob der Eukalyptenbaum ist der Neigekommener in Land, ist da ein Cholem bei ihm und eine Visie und ein Bild von, wächst daraus von einer Bänkschaft. Und wohin zieht ihm? Wohin zieht sein nacket Herz? Das ist ein interessanter Zerif. Das nackte Herz. Das heißt, ist bei ihm entblößt. Ist sehr zerbrechlich. Aber das Herz ist euch der Zentrum von dem
was lebt. Das ist bei ihm der größte Zuzieh, was zieht ihm. Und es ist etwas, was ist noch eher dem Herz, der Heine, es ist öfter euch vital, nötig. Wo zieht sein nacktes Herz zu etwas an ihm Qual, ja? Was sieht, aber was sieht wie eine Vision. Und eine Vision, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht Realität. Und in der Vision, nur dort, nur in Cholem, nur in Gedanken, öfter in Sikorn, in der Landschaft von dem Amol, wird erkennen die Tropens der vielen. Aber Tropens, was seien nicht bei ihm, es kein konkrete Tropens. Was wollen ihm öfter nicht erlauben, gesund weiterzuwachsen. Heute von der zweiten Seite kennen wir in der Visie, was bleibt, sehen noch eine Chome und eine andere Sort Qual zu schöpfen von ihm, etwas a vitalen Koyer, a mehr abstrakten Qual. Öfter kennen wir das Tage verziehen in der Richtung, wie Sore Rochlot Merames gewähnt ist. Es ist da ein Qual, was ist nicht kein Qual von Wasser, aber was kann ja schenken die lebenswichtige Tropens, was der halten beim Leben, und das ist die Kultur. Das ist das Wort, die Sprache. Ich will in dem Moment sich aufstellen und beten, Elin vorzuspielen, eins von den Liedern, mit welchen wir haben beschlossen zu begleiten, die heutige Programm. Und wegen die Lieder und dem Disk, auf welchem wir kennen sie finden, will ich sagen ein Wort. Es ist ein Disk von der Sängerin und Künstlerin Jael Itzkowitsch, was hat mit Sachakel knappe 6 Jahre zurück herausgegeben, das dosige Kompaktel, mit 10 Lieder, noch von Rivke Bassmann Ben Chaim, was sie hat musikalisch euch allein darauf interpretiert, und sie singt euch. Sie hat euch ein paar andere Schutfilme zum Singen, aber der Riker singt sie, die dosige Lieder. Und wir wollen euch vorspielen jetzt ein Lied, was ist nicht das Lied, was wir haben gelernt, aber was passt euch thematisch zu. Und was heißt ein Lied, nicht ein Lied, seid mal ein Baum ohne Wurzeln. Ich will stark danken, Jael Itzkowitsch, ihre Schutfilm, und ich will der Monen dort dem Namen Mendikan, was etliche von euch und vieles Asach werden kennen. Mendikan, was ist von Jung Yiddish, was hat allein euch gestützt, dem dosigen Projekt von dem Kompaktel, und was allein singt euch, etliche von den Lieder, oder singt mit in etliche von den Lieder, und wir werden ihm euch später noch hören. Ich will sich bedanken für bei die Künstlertage, was haben Masken gewähnt, als wir sollen, da frank und frei nutzen, sehr scheure in der heutigen Programm. Und ich will euch schon in Voraus auf den ganzen Abend der Monen ein paar Zug abnehmen, was seien wichtig, und das seien die Namen von die beteiligten Musiker, was haben zum Teil euch mitgeschrieben, die Musik, und was spielen euch. Sie, das ist auf der Piano, sie auf dem Cello, sie auf dem Kontrabass. Das ist Tal Koch, Tal Kohn und Udi Weber. Lass mir hören das Lied A Baum on Wurzeln. Wie können Bäume an Wurzeln blühen? Ich wein fahr immer träer. Wie können Täuber an Fliegel fliehen? Ich hab ihr Weg gehört. Ah, 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 ah. Pflanzen in tief von grünem Brett, als du sollst da bleiben im Ganzen, bis Frühling geht weg. Wie soll ich bauen, dich überpflanzen in tief von grünem Brett, als du sollst da bleiben im Ganzen, bis Frühling geht weg. Ah, 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 ah.
und bring dir noch ein Träum. Ein Vogel wart, dass du sollst bäumen, vernehmen sein Wartenbäum. Wie soll ich bäumen, dich überpflanzen in tief und grünem Brett, als du sollst dort leben im Ganzen, bis Frühling geht er weg. Wie soll ich bäumen, dich überpflanzen in tief und grünem Brett, als du sollst dort leben im Ganzen, bis Frühling geht er weg. Schönen Dank, Eli. Und ich will euch ermahnen, aus dem dosigen Disk haben möglich gemacht mit ihrer Unterstützung. Die hat möglich gemacht mit ihrer Unterstützung, darf ich sagen, entschuldigt, die Nationale Instanz für jüdische Kultur in Israel. Und es ist gut, dass wir haben solche Organisationen, die stützen noch heintzeitige Schäferigkeit herum dem jüdischen Wort. Es kommt, danke euch, Rivke Bassmann Ben Chaim, als ihre Lieder soll man euch auf dem Öfen interpretieren. Ich habe öfter bewiesen, ein bisschen mitzulehnen und euch Avade, koidem kol sich anzuhören und einzusappen, die musikalische Klangen und das gesungene Wort. Und ich habe sicher bemerkt, dass, Avade, ein Baum ist da, der Baum von der Natur, was Rivke Bassmann Ben Chaim hat also Holt gehabt. Und auf dem Baum ist da ein Vogel. Und der dosige Vogel ist noch ein Motiv, was wir wollen wieder und ober begegnen bei Rivke Bassmann. Und es ist ein klassischer Motiv bei Poeten, euch bei ihr. Ein Vogel singt. Er ist der Träger von dem klanglichen Wort. Und was ist der Poet? Der Träger von dem klanglichen Wort. Das Punkt, wie der singende Vogel geht unter dem Baum und Wurzeln, etwas Akkoyer und neue Mut, fort, öfter zu proben, weiterleben. Punkt also, die Muse, was geht öfter unter, reinschuschkendig, dem Poet in euer, geht sie ihm unter Mut, weiterzuleben und zu schaffen. Und in der poetischen Schaffung, was kennt sich euch ausdrücken musikalisch, sprotzt heraus der Lebenskeuer. A viele von der Bäumen und Wurzeln. A viele von der gekommenen, von jener alter Heim, was muss jetzt schaffen an Neue. In der neue Heim, was steht ihm öfter nicht zu, dem Qual und die Wurzeln, was wollt bedarf, aber etwas anderes stellt sie ihm ja zu. Öfter als sicher ein Mokke-Mikle, wo kann ja sich gefunden eine Nische, wo weiter zu weben sein Kulturbagage, was bringt mit sich von dort. Das ist, was ich habe zuzugeben zu die dosige Lieder. Und jetzt lassen wir sich bekennen mit einem anderen Dogme. Und noch einmal ein Kurzlied. Voll mit einem gewissen Humor. Und Humor ist auch sehr wichtig bei Rivke Bassmann Ben Chaim. Wer es hat sie gekannt, gedenkt, danke ihr guten Schmeichel, aber ein Schmeichel, was hat euch gekannt an Pflegten, auf gut verstandenem Witz, was Emetzer hat gemacht. Oder die, öfter noch wichtiger, die Schönheit von etwas, ein Wort, ein Ausdruck, eine neue Schaffung in der jüdischen Sprache. Was hat sie eigentlich begeistert, allein getrieben zu Neologismen. Und durch Neologismen, was warfen sich also in die Augen von Mal zu Mal in ihrer Poesie. Sie, wenn sie nicht auf Schritt und Tritt und Keseder, aber wie Perlach kennen wir sie gefunden, in die Neologismen hat sie Tage euch allein proben, beleben in der neuen Heim die alte Sprache. Neologismen bei Jiddisch-Schreiber speziell sind sehr wichtig. Gita guck weiter, sie wird gefunden etwas von dem. Und ich will noch sagen, als in dem Lied, was wir haben gehört, ist gewähnt, als ein Neologismus
ich weiß nicht, sie emetzer gedenkt es, hat es gehabt, kann es jetzt dagegen sagen, öffnen dem Mikrofon und sich teilen mit seinem Aufhab, ob hat aufgehabt und ob nicht, will ich euch anpflegen. Das ist gewesen das Wort Bäumen. Ja, der Baum soll bäumen weiter. Sucht es nicht in kein Wörterbuch, derweil ist es durch sich noch nicht rein. Aber durch euch sehr poscheter, sehr verständlicher, zutrittlicher, aber fort Neologismen, in welchen die Poetesse hat belebt, die Sprache. Gut, ist lo mir lernen da, ja, wo der Mensch, was ist öfter der Höhepunkt von der Jetzire, also wie der Mensch meinen, steht ja im Zentrum, weil steht zwischen dem Hund und dem Baum, aber ist nicht Berosch von der Schaffung. Steht nicht der Erste. Hat aber jeden Ort dort nirgends in Mitten. Ein Hund, ein Mensch, ein Baum. In ein Atem wird der Mond mit die zwei anderen beschäftigen. Und lassen wir sehen, was tut sich da mit die drei? Ein Mensch, seid Meuchel, ein Hund, ein Mensch, ein Baum und alle schweigen. Wir haben da ein Lied, was hebt sich an wieder mit, nicht mit Klang, nur mit einem Schweigmotiv. Der Hund ist mit von Bielen, der Mensch von Leben und bloß der Baum sei der Blit. Zu seinen Zweigen kommt der Vogel singen. Der Vogel bringt dem Baum ein Lied und keiner ist schon mehr nicht mit. In Weg zum Tag, was wird ein Lied. Lass mich hören, das dosige Lied inspiriert euch, es ruft bei euch heraus etwas spontane Gedanken und Wassere. Sie bemerkt ihr da etwas, was ist speziell kunzig oder interessant. Ob ihr wollt etwas sagen, mögt ihr wieder aufheben die dritte Hand. Ja, ich höre etwas sagen. Ich sehe, es ist da eine aufgehobene Hand von Asien. Gut, aber ich verbete euch die, was haben bis jetzt geschwiegen. Sie sollen schweigen in Wörter, auf der Kohl, ob möglich. Ja, Asien. Eine Bemerkung, ich gucke auf die Grammen und ich sehe, dass sie da ein spieldicker Zigzag. Wir können sagen, ein fiddischer Zigzag. No, hast du schon gesagt, ich weiß nicht. Sie sagt, von einer Seite sagt sie schweigen, aber von der zweiten Seite sagt sie leben. Von einer Seite sagt sie Mied, aber von der zweiten Seite sagt sie Lied. Von etwas, eine Linie, was können sie verbinden. Und mir der Montos, Miriam, sie hat ein anderes Lied wegen Blumen. Also mir darf anheben dem Tag mit Blumen. Das der hebt sehr. Und da ist mir darf anheben mit einem Lied. Es wird ein Lied, ein Vogel, ein Lied. Richtig, aber das Lied wächst aus und wächst aus von Natur. Lass mir das nicht vergessen. Das Lied ist noch nicht gewesen beim Anheb. Es wird zu Bislach von Schure zu Schure, durch Klangen, durch Wörter, aber es kommt bei ihm heraus in dem Moment, wenn es beweist sich der Vogel auf den Baum. Und für was beweist sich dort? Weil der Baum blüht und zieht zu dem Vogel. Das heißt, wir haben dann noch einmal die Schönheit von der Natur mit ihr vitalen Keuch, was kann zuziehen. Also als Lesof soll von der Zuziehung herauswachsen, etwas Schäferisches in Wort und Klang. Poesie, darf gar Jiddisch. Und das ist ein Prozess, was wir begegnen wieder und wieder bei Rivke Bassmannen. Bei ihm ist die Klangjetzire, die poetische Jetzire, was wächst heraus von einem Guck auf der Natur. Tage auf einem poscheten Baum, aber nicht stamm auf einem Baum, auf der Blühung in ihm. Auf eine Blume, was sie enthält in sich, eine poschete Schönheit, was jeder einer wollte gekannt sehen, aber noch nicht alle beweisen zu der Sehen auf so Eufen, wie die Poetesse der Lang in uns. Ja? Und
das, was du hast angerufen wie ein Zigzag, ist euch ein Zigzag und Spielhaftigkeit. Und in dem trägt sich aus ihr Humor, eine Spielhaftigkeit mit Wörtern und Klangen, was das streicht noch einmal unter, was ich habe euch gesagt früher, als was man ist, euch ein Wort Arbeiter, wie eine Sache andere in ihr Sphäre. Und ihr größter Beispiel in dem Punkt ist gewesen, Avram Sutzkever, was hat sie sicher beeinflusst und lechol Epoche stimuliert. Ich will geben noch eine kleine Dogme. Ihr hört sich zu dem, was die drei beschäftigten Hund, Mensch und Baum tun. Ja, der Hund ist mit von Bielen, der Mensch von Leben, der Baum Blit. Es ist Alliteraties, was verbinden sie alle. Und sie ziehen uns ergens. Wohin ziehen sie? Zu der Blühung in Lied, von Schure zu Schure. Und Blit gramt sich mit Lied. Und euch das Wort Miet gramt sich mit dem Allem. Aber es ist schon geblieben von hinten. Die Mietkeit ist schon geblieben von hinten. Und es wird nicht kein integraler Gramm von Sof Schure. Ja? Basche will etwas zugeben. Ich habe gewollt sagen, 2, 3 Wörter wegen der schönen Komposition. Wir haben 2 Kontrastbilder. Ein Bild ist von der abgemutschten Mittelwelt und das zweite, wie die Welt mit der Hilfe von einem Künstler oder in dem Fall von dem Poet eigentlich bringt zurück das Leben. Und das ist sehr schön und ich habe persönlich Masel gehabt, sich zu bekennen mit Rivke Bassmann und für mir lebendig das Lied sehe ich sie vorstellen. Weil sie ist gewesen als ein Mensch, was hat gehabt eine wunderliche Fähigkeit zu gucken auf der Natur und aufwecken mit den Menschen oder mit den Welten zum Leben wieder. Und da ist euch sehr schön untergestrochen die Rolle von einem Poet oder von einem Künstler, was sein Aufgabe ist sehr schön. Ja, und in der Aufgabe vereinigt sich mit der Natur, was inspiriert und stimuliert ihn und nährt ihn. Ja, Prost Poshet. Und wir haben ein Lied, was endigt sich mit Lied. Und das dosige Lied ist 2-mal verstärkt, der Siem von Aschure. Und da wieder einmal trägt es unter das Miet, was beweist sich jetzt in einer Negatie. Nicht Miet, an ihnen wenigster Gramm. Ja. Und wohin hat sie uns gezeugt durch ihr ganzes Lied? Zum Tag. Tag ist Leben. Ihr gedenkt noch die Nachtstimmung von früher, die Abendstimmung. Aber da beim Sof haben wir sich erschlagen zu noch einem neuen Tag. Reisel Rossing. Ja. Wo steht du dahin? No, beweist, was man zum Humor. Was tun mit der Hand? Es darf sein, etwas wichtiger. Ich gefällt ihm nicht dazu. Ist mild, ich verstehe nicht. Ja. Ist öfter als ein Gegenponem zum Mensch. Ja, mir gefällt das, nicht mit den Menschen hebt sie an, was hat liebt, sich damit wegzustellen in Center, ja, noch sie sagt, geht der Hund und der noch ein Mensch in einen Atemzug. Sie seien ein guter Chaver im Agef zwischen sich oftmals, ja. Und beide seien sie mit etwas. Also, sie seien mit Schutfim da. Der Cholapoch ist beim Anheb von dem Lied. Und beide werden aufgezogen durch jeden Vers weiter und weiter zu etwas neuem, frischen Tag. Darf hoffen, frischeren. Ich meine, der Hund dient euch ein bisschen wie ein humoristischer Mittel. Ja? Okay. Und euch spiegelt ab ihre keuldicke Begeisterung von Natur.
Basmans Liebschaft zur Natur, was nimmt rein, nicht nur Blumen und Bäume, noch euch andere Beschäftigungen, nicht nach Schutz der Mensch. Ja, okay. Ja? Danke. Ich will weitergehen, ich bedeuere, ich sehe noch eine Hand, aber אפשר wirst du als ja haben eine weitere Gelegenheit, ein bisschen später in Scheiches mit einem anderen Lied. Ich sehe, als Moishe Kanner, du hast auch gewollt etwas sagen? Gut, ich will dir gib's mir Erlaubung, weil ich will sagen ein Wort auf die Eukalyptusen, wo es geschrieben wird. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Ich glaube, als ich gewollt sagen mit dem Lied, ich so kinderlich. Wieso uns haben wir gebracht, eine große Aliyah in Israel, ins will wir aufbauen ein Land, aber wir bedarf auch haben Hilfe von anderen, von der Natur. Und wir gebracht die Bäume. Und so wie der Eukalyptus hat sich angepflanzt in Land, und ist geworden Scheich. Hat ausgezogenes Wasser von dem Sub, hat gemacht die Arbeit seine, also hat sich gemäure. Da man nicht stand, ist morgen, welche sich organisieren, ihr wird sich, hat dem Tistadru, alles wird sein Beseder, und ihr wird auflegen, du. Das ist klar. Der Fall hat sie geschrieben, das Lied. Das ist meine Meinung. Und sie hat gerät, Punkt dir zum Herzen. Ja, weil Moishe ist allein ein Beispiel von einem Eukalyptenbäum. Ja, gekommen, sich verpflanzt, gefunden, das beste Ort zu bleiben fest und weitergelebt und gut weitergelebt und zufrieden. Ja, richtig. Und die Eukalyptenbäume haben sich sehr schön eingegliedert in dem Paysage und in die schöne, ich weiß, in die schönen Perspektiven, was man kann haben, da, wenn man fährt durch Israel und guckt sich ein bisschen herum in der Natur. Und von deswegen wären sie euch bei Rivke Basmanen vorgestellt wie etwas, was, ja, heilt sich und ist mamschig zu leben und zu bleiben in dem neuen Boden. Aber es bleibt gleichzeitig fort, ein bisschen durstig. Und dem Dorsigen, wir kennen sich nicht machen, nicht wissendig. Der Cholapoch ist nicht von Rivke Basmans Eukalyptendurst. Und das bedeutet, dass euch, wenn man hat sich verpflanzt und mit Masel und Hatzloche gefunden, abliendigen weiter, ist fort da etwas, was fehlt. Etwas, was ist verbunden euch mit einer starker Bänkschaft noch etwas Frierdiges, was seinen Gewinn die Mockerwurzeln. Ja, und wir haben geredet wegen dem, wie weit wir können das austauschen und verbinden mit der heimischen Kultur und Sprache. Und ja, und wir dürfen sich wie bei allen Jiddisch-Schreibers, was haben ausgeklebt Israel, wie sehr neue Heim, und darauf seien sie doch gewähnt, von der Schere Saplete, Leben gebliebene, die alle, was haben ausgeklebt, darf Israel, auf zu übersetzen sich, nicht damit ist das gewähnt, also ein fester oder ideologischer Beschluss, die alle, was haben das beschlossen, unbeschlossen gleichzeitig in der neuen Heim weiter zu schreiben, darf in der alten Sprache, was ist nicht damit gewesen, also angelegt in der neuen Heim, lassen wir nicht vergessen, sie seien gewesen Menschen mit der Keuer, Menschen, was haben nicht gewollt, mehr weiter sein auf den alten Qual und geprüft im Überpflanzen, aber Geseder gewesen konfrontiert mit der Schwierigkeit, mit welcher das ist verbunden. Und öfter auch viele in Momenten von Jisch haben sie die dosige Schwierigkeit gekannt, halten voran Unmöglichkeit. Ja? Aber der Fakt, dass sie schreiben weiter, ist schon etwas am Min Simen von Aufzuloches oder nicht geguckt auf alles. Und jedes Lied, was wächst aus, also darf gar für dich in Israel, ist aber weiß von einer kleinen Hatzloche. Ja, und ich komme zurück zu deiner Hatzloche, Moishe, was dir ist gewesen, also wichtig unterzustreichen. Die Spiel mit dem Wort und Dafke in Mame loschen ist etwas, was wir haben das schon der Mond, ist typisch für Rivke Basmanen und sie tut es Geseder und wieder und weiter. Und einmal macht sie es, die dosige Spiel, für der Hauptthema von der Lied. Und einmal dreht sich
die Dose spielt uns noch in der Technik oder in etwas weniger direkte Imagen, was sie zeichnet in Wort. Lass mich lernen das Dosike Lied, ein Wort. Und euch da wird ihr fehlen eine Spielerischkeit, mit welcher sie bearbeitet das Wort. Und in der müssen halt sie da reinklären, in dem Mahus von Wort. Was ist ein Wort? Was ist ein Wort Bichlal und was ist ein Wort für ihr? Ein Wort ist ein Äppel, ein Fläum und ein Cholem. Ein Wort kann vertreiben, kann bringen nach Heim, bescholem. Ein Wort ist Frühling und Winter und Schnee. Ein Wort glätt und tut weh. Ein Wort ist ein Äppel, ein Fläum und ein Cholem. Also ein Geschmack. Aber ist es nur Geschmack? Lass mir fragen euch. Ich habe nicht bewiesen sehen, dem Mischprochen genommen, oh ja, Bräunstein. Aber öffnet euer Mikrofon. Ja. Ich habe geöffnet jetzt, ja. Ein Wort ist die hat eine wichtige Rolle in der Poets Arbeit. Ein Wort ist nicht nur tanzt du die Wörter tanzen darin, aber ein Wort kann sein mit der Simche, aber ein Wort kann sein euch ein schlechtes Wort. Und ich sehe du zwischen der Lied und der andere Lied von die Vögel, wo so gebringt die Simche, da euch ein Wort kann bringen die Simche. Sie ist sehr wichtig, sie kann bringen den Chulem, sie kann bringen die guten Sachen. Und das ist, sie sieht dem Poets Rolle als sehr wichtig in dem Leben von den Menschen, wie die Vögel ist wichtig in der Simche, die Poets Arbeit ist sehr wichtig in dem Leben von den Menschen. Ja, schön gesagt, schön bemerkt. Und ihr redet wegen Simcha und ich will euch noch trachten ein bisschen wegen der Dynamik von dem Lied. Wir haben sehr kurze Schures, sehr kurze Versen. Wir haben einen interessanten Rahmen, was ich verbete euch, sie zu entdecken. Und durch der Dynamik viel mehr, ich habe der Mond Wörter, was tanzen, ja, kimmat a Tanz. Wir werden wie die Lerners geführt ergens. Was ist interessant ist, als Lesof bleibt es am Kreisform, ja. Der Anheb führt uns durch ein Lied zu demselbigen Punkt. Die letzte Strophe wird übergehasert und wir endigen mit der Cholem. Das ist ein Wort. Das ist zusorgendig, weil Cholem kann sein etwas, was ist unmamoschestig öfter, aber es kann sein auch der größte Potenzial von neuen Formen. Scholem Berger. Es ist sehr interessant, wie sie hebt Reus das Koech von Wort. Und ich will es ein bisschen auf einen Fuß vergleichen mit Sitzgewerin, weil Sitzgewer hat sich gehalten, ob ich mega so Mischair sein, wie ein Stückel Novi, ein Stückel Schafer, und hat sich alleine weggestellt im Zentrum von seinem Univers. Und da hebt Reus Basen und Chaim das Wort wie alleine bei Schaffungskoech, was der Mut euch ein bisschen in dem Zwischenschritt zwischen die jüdische und lahabde christlichere Zugangen zum Wort. Ja, Wort wie die 10 Mamres, was mit dem, was Gott hat beschaffen, die Welt, Leuten Perik, und euch mit dem Logos, mit was Gott hat beschaffen, die Welt, und auch im Neuen Testament. Das ist ein interessanter Zwischenschritt zwischen was das Wort kann oft tun, und euch, es ist euch Kedai rauszuheben, als in Basmans Lieder, in Basmans Poesie, fällt Gott, ja. Mehr wie no, es ist doch das Wort, was darf man noch Gott? Ja, warte. Es ist sehr interessant zu tragen wegen Wort auf öfter hegelianische Eufen und Beschaffungseufen in dem Lied. Ja, durchaus. Und ob wir verbinden das mit dem Beschaffungsprozess ist, der, was schafft das Wort, ist doch der Poet. Ja, was wollte sich bekommen, als durch der Wortschaffung wird der Poet ein Vertreter von Gott. Ja, oder, lass mich heute sagen, ein Schutef. Ja, schönen Dank für die Ergänzung. Und Rita Liebermann? Dank.
bin überrascht von die Wörter. An der ersten Strophe und der letzte, als ein Wort kann man schreiben auf ein Blatt, aber es kommt in Moll. Punkt ist aber eine Frucht. Und es ist interessant auch zu bemerken, als es ist ein Apfel, die erste Frucht. Punkt ist aber ein Apfel auch genutzt. Ja. Wir teilen das ist gewinnen an Apple. Wir sind nicht den ganzen sicher, aber ja. Mhm. Ja. Ja, richtig. Aber an Apple kann euch so euch verführen. Ja. Ja. Es ist sehr spurig mit den Werten, aber es ist so komplex auch. Als wir können sie geben Werte zu ihr Werte. Und das ist allemal sehr schön. Ja, schön. Und die positive Wörter und euch kurze und die Kurzkeit, da macht bei MS das Lied dynamisch, lebendig heißt es. Die kurzen Wörter und die positive Wörter sind Wörter, was tragen in sich als Saft. Bemerkt, ja, Äpfel, Fläum, saftige Peres, saftige Wörter und euch der Cholem ist ganz saftig, süß, ja. Gleichzeitig aber lassen wir nicht vergessen, die Zweipolustigkeit, was ist damit da bei Rivke Bassmann, weil sie ist ein Mensch, was sie hat durchgemacht zu viel, zu können nur sein voll mit süßen Tam. Es kann nicht sein. Sie ist dort mit euch etwas am Schotten. Und wir gefinden Remosim auf den Schotten, wenn man in der zweiten Strophe ein Wort kann vertreiben. Ja, das ist der Beiserkeuch von einem Wort. Was ist euch da? Aber gleichzeitig kann bringen Aheim bescholem. Und euch in der weiter dicker Strophe haben wir den Frühling und den Winter, dem Anheb von Lebenszykel und dem Sof. Und wir haben den Schnee, was in der Verbindung mit Winter und in der Grammverbindung geht der Guck. Wir haben Grammen, was spannen über die Grenzen von einer Strophe zu der zweiten und mit dem schaffen sie Dynamik. Der dosiger Schnee grammt sich mit weh. Und Punkt wie ein Wort kann geben, Maglet, kann es euch wehtun. Und der Schnee, was ist voll mit weh, ist eine Wade, der Schnee von die Reute Posemkes im Wald, in der Litte. Das ist also Korn zurück in eine andere Zeit. Das heißt, Punkt wie das Saftige ist da, ist das Bittere da. Punkt wie die Zeit von neuem Tag und öfter morgen, zusagendigen Morgen ist dort mit euch der Nächten bei Rivke Bassmann. Rochel Shalita. Ich meine, öfter wir können lernen das Lied mit der Hyper ein Wort, wo ist der erste Strophe? Ja. An Apple ist ein Wort, ein Fläum ist ein Wort, ein Cholem ist ein Wort, Vertreiben ist ein Wort, Bringen nach Heim ist ein Wort, Bescholem ist ein Wort. Wir haben eine Sache, Bilder in Poesie, aber das ist nur Wörter, das ist nicht MS, das ist nicht Leben, das ist ja, das heißt, Wörter. Beim Sof kommen wir zurück zu dem Cholem. Das ceci n'est pas une pipe, das ist nicht ein Pipe. Ja, es ist nur ein Wort. Ist nur Wörter, ja. Es ist nur eine Gestalt, eine Form, aber nicht kein lebendiger Jesch. Ja? Nein, das ist Wörter. Und es können sich in dem reinpassen, der Rolle, mit welchem es bleibt zum Sof. Das heißt, nicht kein Mamosches. Ja? Ein Wortform ist ja mit etwas am Mamosches. Ja? Ich wollte gewollt weitergehen und zu dem werde ich jetzt nicht geben das Wort die aufgehobene Hände. Seit wir Michael und Astien trifft es zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass du wirst wieder haben eine Gelegenheit. Aber lassen wir fort ein bisschen noch weiter spannen zusammen. Und in dem weiter dicken Lied, An Nacht,
wird zurückkehren der Motiv von Zeit, der Nächten, der Heint, der Morgen und Punkt wie Rivke Bassmanns Lieder seien eingesappt, einmal mehr, einmal weniger mit den Nächten und mit dem Weitig von den Nächten, seien sie euch voll mit dem Gedanken, was wird bringen der Morgen und was ist bechlei die Zeit mit ihr ewigen Gang und was beteiligt sie für einen Menschen? Sie beteiligt Vergänglichkeit, weil mit jedem Heint und Morgen, wie positiv und optimistisch soll nicht sein, kommt uns mit Eintritt nennt der Sof, der Tod, was wartet auf uns alle. Wie hat sie geschrieben? Wegen ihrer eigener Vergänglichkeit, wegen, in einem Prostwort, der Älter, was wartet auf ihr, was leuert auf ihr und was ist schon da mit jedem weiteren dicken Tag. Und lassen wir nicht vergessen, als Rivke Bassmann hat bei MS geschrieben, bis ein heucher älter, sie ist geworden 98 Jahre alt und von die 98 hat sie über 70 Jahre lang geschrieben und sie hat geschrieben ihre letzten Lieder bei MS bis mit gezählte Chadoshim Oib nicht Wochen zurück. Eins von ihren letzten Lieder ist veröffentlicht geworden in einem von den letzten Nummern auf dem Schwell. Und euch in einer Nummer auf dem Schwell von Frühling, Sommer 2021, wird ihr kennengelernt, dem letzten Interview, was man hat gemacht mit Rivke Bassmann Ben Chaim auf Jiddisch. Versteht sich, wo denn? A Nacht. Es hat in mir gerät die Älter sich vorgestellt, wie von das Nei, gar nicht bekannt und er verstellte, wie angetan in Chodesh Mai. Und ich der hört hab auf ein Emes von unter dem verstellten Mai ihr Harben ansog, nicht mit Remes, als was gebliet hat, ist vorbei. Dann hab ich schnell mit heißen Finger ein Riss getan von sich ihr Kohl und zugesagt, ihr lernen singen das Lied von blumigen Amol. Ihr auslernen die jungen Noten, nicht fälschen dort kein einzig Klang und weisen ihr, wie's kann a Frühling reinbliehen euch in Vergang. No? In etliche gezählte Wörter, wir haben da ein Lied gegen der Älter. Und was ist die beste Refuhe gegen der Älter? Abzunarren die Älter, was kommt, Verstellterheit und ein sehr schöner Gramm älter Verstellte, was ist nicht kein voller Gramm wieder einmal, ein verstellter Gramm. Wie kann man beikommen, der älter was will abnarren und die Chappen und einmal redet sie gar klare die Burim zu dir, ja, dem Emes sagt sie dir in Ponemerein, schon nicht bei der Remes, wieder einmal sehr schöne Grammpor. Wie also komme ich sie bei? Durch Lernen Bolik, durch Schaffen ein Lied, durch Machen sie verstehen, als der Quintessenz von Leben, was kann zurückbringen, die Jungschaft, auch ob nicht in Jahren, ist durch einen poetischen oder gesungenen Wort. In Lied. Was tragt in sich auf etwas an euren Tomit, hat eine Möglichkeit von beneiten Frieden. Also, wir seien gier und gut beigekommen, die Älter oder unsere eigene Vergänglichkeit mit Bassmanns Hilfe. A schönem Dank, a Treist, a Rege Efscher. Und jetzt will ich mit euch lernen 2 Lieder, eins gar kurz, 4 Schures, und das andere ein bisschen länger, ihr seht, es geht erst zu Gott. 2 Lieder, wo wir begegnen von das Nei, Rivke Bassmanns Efscher ewiger Spiel und Efscher ewigen Kampf mit die 2 Sprachen, in welchen sie hat gedarft existieren, wenn sie hat beschlossen, sich rüber zu pflanzen. Von der alter Heim Bernays-Prairie in der neue Heim rein. Die neue Heim von Ivrit, in welcher sie hat ja gewollt schaffen, hat etwas ein Winkel, was so während mit der Zeit dann ist, für der alter Sprach, der heimischer Jiddisch.
Lass mir sehen, wie sie beweist in Lied und wie hat sie bewiesen in ihr Leben, zu vereinigen die zwei, was sie ist Sofik. Sie seien sie Schwester, sie seien sie Zäunetes. Ein starkes Wort. Ich lebe Ivrit in ihr der Häubigkeit und Schönheit. Und es atmet Jiddisch in mein jedem Glied, in ihr älter Alleinkeit. Wieder einmal, kurze 4 Versen, ein bisschen schwerere Wörter, der Häubigkeit, sehr lang Schönheit, das ist Poshet, wir verstehen. Alleinkeit, euch ein relativ Poshet Wort, hat lang. Und also in 4 Versen beweist sie zu charakterisieren, was es bedeuten die 2 Sprachen für ihr. Ivrit lebt sie. Was ist mit Jiddisch? Jiddisch belebt sie, kann man sagen. Bemerkt, wenn sie redet wegen Ivrit, ist sie oder ist der poetische Ich der Subjekt. Was darf Ivrit in sein Leben? Das ist also in dem tagtäglichen Leben. In dem tagtäglichen Leben bringt Ivrit rein der Häubigkeit und Schönheit. Aber was geschieht weiter, wenn sie geht darüber, die Poetesse, und redet wegen Jiddisch, wird sie Nelem wie ein Subjekt. Der Ich ist schon nicht der Subjekt. Der Subjekt wird Jiddisch. Jiddisch nimmt über die führende Rolle. Jiddisch tut etwas. Was tut sie? Nicht aber was. Jiddisch atmet. Was kann sein ein stärkeres Symbol von Leben und etwas, was ist nötig aufzuleben, wie Atem, wie der Verb atmen. Jiddisch atmet in ihr jeden Lied, in mein jeden Lied, fühlt sie aus. Das ist der Motor. Aber das so Jiddisch, wie sieht es aus, als man guckt sich zu und nennt End, allein. Nur das, die letzte vertoppelte Alleinkeit, Einsamkeit, kann öfter sein wieder ein bisschen verführerisch. Und da haben wir wieder eine Spur von der gesellschaftlichen Spielhaftigkeit hat das Lied. Wir können trachten, sie ist es optimistisch, sie ist es pessimistisch, treurig, freilich. Nur von deswegen, meine ich, hast nicht geguckt auf der doppelte Einsamkeit. Bleiben wir euch mit der Sicherheit und dem Betochen, als sie gehen beide in einem, die 2 Sprachen. Lechol Hapoches in der Gestalt und durch dem Leben von unserer Poetesse. Und mit dem werden sie ja vereinigt. Und mit dem wird vereinigt die der Häubigkeit und Schönheit mit der Alleinkeit. Und nur zusammen können sie Tage werden produktiv und schaffen ein neuem Jesch, ein poetisches Lied. Und weiter, die dosige Themen von die 2 Sprachen lässt nicht ab und lässt nicht zur Ruhe, Rivke Bassmann Ben Chaim. Die Kräuverschaft zwischen Jiddisch und Ivrit, wie soll das erklären? Efter, wie tief es atmet Jiddisch rein in ein hebräisches Wort, der warm die Oisies, schenkt sie auf welcherem Trott. Und dann, wenn Jiddisch erzählt für Ivrit, ihre Tränen, Tfilen beide Lescheunes, dieselbige Tfile zu Gott. Wir haben nicht die Zeit, jetzt da reinzukriechen in die Pitschewkes, aber sie bemerkt emetzer etwas Gortschikave in dem dosigen Lied. Und das hat zu tun mit Wörtern. Assi. Sie richtig, als sie macht ein Verb von Tfile, von einem Substantiv. Tfilen beide Lescheunes? Ja, richtig. Wir haben da etwas, ein Wort, was lässt sich verstehen auf den ersten Guck. Aber was wieder einmal, wird ihr es wenn gefunden im Wörterbuch, wird ihr es nicht so gering finden. Es ist ein Neologism, können wir sagen. Und nicht abi Wasser. Ita guck, das ist ein Neologism, was ist geschaffen auf der Basis von einer Vereinigung zwischen dem Loschen Koidestigen Element in der jiddischen Sprache
und dem germanischen Suffix für Abverb, der Posheter Nun. Tfilen in asa gehäubenem Verb haben sich vereinigt die zwei Sprachen. Was eupa soll, können sie Avade und Avade gehen Hand in Hand und ausfielen die Poetesse, oder jeden einen, was ist wie sie, was lebt mit Hebräisch, Ivrit, aber kann nicht mehr weiter zu sein, zu leben, euch auf Jiddisch. Und sie ist da an euch, sie zu vereinigen. Sie müssen sich nicht ampeln. Sie müssen nicht proben zu sein, eine stärker wie die andere. Und nur vereinigt, der führen sie in die Heichen zu Gott. Agef Emetzach hat gesagt, früher als Rivke Bassmann, der Mond nicht kennt Sach, Gott in ihre Lieder, oder Lechol Hapoches in die Bisitztike, was wir haben gelernt, noch auch dieser. Aber wir wollten nicht ergangen zu Gott und der Einigkeit und Vereinigkeit zwischen die zwei Sprachen. Anna Gordon. Es ist interessant, als Sidermond, was Jiddisch kann geben zu der hebräischen Sprache. Weil wir in Jiddisch, voll mit hebräischen Elementen. Und für uns ist sehr tagtäglich. Wir nutzen, wir sind nicht so, wir nutzen Ivrit zum Jiddisch. Aber sie sind interessant, dass sie sieht, was Jiddisch kann geben Ivrit. Kann geben Weichheit und Zärtlichkeit. Machen Hebräisch eine zärtliche Sprache. Ja, sehr schön bemerkt. Und das befindet sich da in die dosige Versen von dem, wir kennen das Anrufen von der ersten Strophe. Und ja, die Oisies, was einen Agef Beschutfestige, euch in sie vereinigen sich die zwei Sprachen, ja, aber die Oisies, Kolsmann, sie bleiben Oisies von Hebräisch, bleiben sie in einer gewisser Maß kalte. Sie seien die neuere, die modernere, die starke, was ihr wollt, verbinden mit der neueren hebräischen Sprache in dem neuen Hebräerland, Israel. Aber Jiddisch, die alte Sprache, und da wird übergekehrt ein bisschen, ja, gewöhnlich gucken wir auf Hebräisch, wie auf der alten Sprache von die Orbes. Und da hat Jiddisch die dosige Rolle. Sie belebt und warmt die hebräische, neuere Sprache, was hat sich noch was ausgepickt. Ich will gehen weiter, entschuldigt mir, ist zu lieb dem, wenn wir weiterspannen. Und ich will zukommen zu, ich weiß nicht, wir werden sie alle lernen, aber zu Lieder, wo sie, ja, wir werden lernen, die zwei Lieder, wo sie vereinigt sich nicht mit der Natur, das mal, hat euch durch Elementen von der Natur, wo sie vereinigt sich mit ihr Lebensschutef. Dem Mann, was hat sie begleitet im Leben und was ist ihr gewesen, der teuerste und was ist für ihr eine lange Truppe gewesen, der einzige und speziell bei ihr neuem Wiederanheb nach dem Hoben übergelebt. Und in dem Prozess von dem bauen sich ein neuer Heim an einen neuen Ort. Und das ist gewesen ihr Mann, Mule Ben Chaim, allein ein Künstler, nicht kein Wortkünstler, noch ein Maler. Und ist gewesen, wie ich habe auch schon gesagt, ein bisschen älter für ihr, vielleicht ein Sport bis zu 9 Jahren. Euch hat gestammt von Polen, von Mizrach-Europa, und sie haben sich bekannt nach der Milchome und zusammengekommen in Land, zusammen gewesen aktiv euch in der Bewegung Habricha, was ich habe noch früher der Mond, und sich zusammen besetzt in Kibbutz Hamapil und zusammen euch in Meschach von den Jahren gehabt verschiedene Stanzien, sie seien gefahren zusammen zu lieb Mules Arbeit wie ein Kulturattaché in der israelischer Ambassade in Moskau, sind sie gefahren und verbringt eine Zeit in die frühen 60er Jahren in Moskau und sie sind euch gewesen zusammen in die Vereinigten Staaten nach Zeit, aber doch zurückgekommen, weil die neue Heim ist fort geworden, das Stickele Heim, was man hat gehabt. Und Mule Ben Chaim ist gestorben
relativ früh verglichen mit Rivke Bassmann. Er ist gestorben genau mit 30 Jahren früher, ehe sie ist weg. Und in die 30 Jahre, eine lange Zeit, no? Man denkt, und wie kann man gewinnen, eine Refuhe gegen der Bänkschaft? A Wade in Lied, wenn man ist eine Poetesse wie Rivke Bassmann, Ben Chaim. Und dort haben wir 2 Dogmes von die zahlreichen Lieder bei Emes, was sie hat gewidmet, ihr Mann, was durch ihre Lieder ist geblieben, nicht nur ein lebendiger Sikor, nur Tage, ein Stücke lebendige Realität herum und in ihr, bis ihre letzte Tag in Astam. Deine Bilder. Ich habe bekommen von dir ein Gruß, ein Choleriken, verhielt in dein Bild, aber ihr. So wie soll mein endverwerner Träriker die Rege von bleiben mit dir? Ein Gruß von Mullen durch eins von seinen Bildern und agef ihr Dire in ihr Haus in Herzliya ist gewesen voll mit seinen Bildern. Er hat geguckt dafür von jedem Winkel durch seine Bilder. Und Gitta guck, ein Gruß, ein Choleriker ist eine schöne Sache. Heute ist ein Gruß von Emerson, was ist nicht dummer. Und die Treue kommt zurück da, in dem Wort Träriker, was wieder einmal ist ein Klangspiel mit Cholerik, Trärik, nicht kein Gramm, aber wir kennen der vielen den Proof, als das darf sein, etwas Porl zu schaffen als ein Räuschen. Heute wieder einmal nicht kein glatter Gramm, weil die Harmonie von einem glatten Gramm ist doch nicht scheich. Er ist doch nicht da. Und die Träger ist ja da. Nur der perfekte Gramm trägt sich aus da, in dem Barrier und mit dir. Nicht geguckt auf alles. In der Regel seien sie zusammen. Mit dir in einer Farbengruß auf die Wand, wenn Frühling hat lang schon genarrt, bin ich in deine cholerige Hände ein Vogel, was singt noch zum Herbst. Und euch da, wie stark es soll nicht sein, die vollkommene Harmonie in Demogramm, Wand und Hand, aber fort, dann das nur Hand in einem Rahmen von einem Bild und nicht kein Emesse. Endigt sich das Lied wieder einmal, ob wir gucken auf Grammstruktur, mit a Onsog auf ein Gramm, aber euch der Riker an Onsog auf eine Unmöglichkeit von einem Gramm, von Harmonie, genarrt und Herbst. Sie bleibt in dem Herbst von ihr Leben, schon Tage Oni. Nur von deswegen ist es ein starkes Lied, wo sie kehrt sich zurück zu ihm. Und jetzt wird ihr kennenlernen, a Dogme noch einmal für ihre Kunzigkeit, ja, für dem, wie sie hat von Mal zu Mal gehabt, mamisch aufblitzen von kunziger Akrobatik herum dem Wort. Und was sie ist gewähnt, Mesugel, überzugeben durch sein Wiedergestaltigung und Bearbeitung. Mamisch wie ein Künstler, ein Skulptor, Moschel bearbeitet ein Stück Lehm. Ja? Lass mir sehen, was sie hat getan und schreiben dich ein Lied zu sein Zenterjahrzeit, zu Mulles Zenterjahrzeit. Er ist gestorben, wie gesagt, 1993. Das heißt, dass sie hat das geschrieben 2003. Jahrzeit, also als sagen die Wort, Poschet und Prost. Jahrzeit, Wehzeit, Weinzeit, Wundzeit, Zurückzeit, Liegzeit, Blickzeit, Dortzeit, Duzeit, Euszeit, Nitzeit, Jahrzeit. Und ich lasse euch allein an euch haben, von der Akrobatik. Euch sehr stark basiert auf Klangen, Arbeit mit Klangen, nicht nur auf Neologismen, was einen Avade da beschäftigt. Und wieder einmal bleiben wir mit der Quenkle nicht. Sie ist das ein Lied für ein Schmeichel, sie ist das ein Lied für ein Träger und sie ist beide. Sie ist beide, wie so oft. Und sie ist euch ein Lied von Zeiten und Rüberspannen, von einer Zeit in eine andere Zeit.
Dein Treue geht herum in mir auf Stegen ausgetrottene, wie in einer alt bekannter Stadt. Beide suchen mir dem Teuer zum ersten Gebot. Beide suchen mir dem Teuer zum ersten Dein Treue geht herum in mir auf Stegen ausgetrottene, wie in einer alt bekannter Stadt. Beide suchen mir dem Teuer zum ersten Gebot. Beide suchen mir dem Teuer zum ersten In die Materialien habe ich euch noch euch gebracht 3 Lieder, was ich habe sie gewollt der Monen. Wir werden sie jetzt nicht lehnen in der Tief, zulieb der Zeitraum, aber ich will fort sagen, für was ich habe sie ja reingenommen in dem Korpus, weil sie sind Lieder, was bringen zum Ausdruck etwas sehr Wichtiges, was ist euch typisch für Rivka Basman Ben Chaim. Sie ist gewesen ein bescheidener Mensch. Und was ist eine große Meile für ein Poet und nicht sehr oft benimmt sie zwischen die größten Poeten. Sie ist bei ihm gewesen eine Stillinke. Und sie hat gleichzeitig sehr eine Sache aufgetan. Sie hat publiziert sehr eine Sache Bücher und geschrieben. Sehr, sehr eine Sache Lieder. In die 3 Lieder hat sie sich gewidmet oder gewollt widmen, ihr poetisch Wort, dafke ihres Sfives, welche sie ist geblieben, damit dankbar. Die Sfives, die literarische, künstlerische Sfives, von welcher sie hat sich gefühlt befruchtet und belebt und von welcher sie hat gewusst, dass dank sie zum Teil ist sie geworden, das, was sie hat gewollt sein, daheine geblieben und gewesen, a jiddisch Poetesse Dafke in Israel. Das erste Lied ist Jung Israel, wo sie geht zurück in Sikorn zu der literarischen Gruppe Jung Israel, was allein in ihrem Namen kniept sie an in Farmilchomedike, frühere jiddische literarische Bewegungen und Gruppen wie Jung Wilne, aber die Junge von den Vereinigten Staaten, Jung Wilne, wie der Name sagt, von Mizrach-Europa, Elite. Und Jung Israel ist gewesen eine literarische Gruppe, in welcher Basman ist allein gewesen aktiv. Eine Gruppe, was ist ganz kurzlebig, aber sehr wichtige Gruppe, was kommt auf in die ersten Jahren von der Medine, was in der Dosiker Gruppe befinden sich Lerov, Tage jüngere Jiddisch-Schreibers von der Sheir Sapleite, was beschließen, sich zu besetzen und wieder einmal einzunisten und einzuwurzeln, Dafke in Israel mit sehr jiddischer Sprache.
Und in dem Lied geht sie ab Covid, dem Zeichen von der Dosiker Gruppe, was in die 70er Jahren ist sie schon lang passé. Sie hat bei MS gelebt wie eine Gruppe, noch gezählte Jahre in die 50er. Und sie haben nicht gehabt, keinen beschutzfestigen ideologischen Credo. Das, was hat sie verbunden, ist da gewesen, der Proof und der Willen zu sein, ein Jiddisch-Schaffer in der neuen Heim Israel. Und sie seien alle, wer weniger, wer mehr, wer länger, wer kürzer, haben sie Matzliach gewinnt. Und gut, ich will nicht mehr reinkriechen in Kischkes von dem dosigen Lied, aber sie macht da euch ein Spiel mit dem, als die Gruppe, was in ihrem Namen steckt, die Jungschaft, Jung Israel, verbindet sich in der Emerson mit einem alten Mocker, mit einem alten Mocker von dem alten Aleph Beis, was ist, noch einmal, nicht das alte Hebräische, nur dafke die jiddische Sprache von der alten Heim, was sie bleibt auf etwas an Eufen, nicht geguckt auf eine gewisse Stummkeit oder Verstummtheit, bleibt sie ja lebendig euch auf neuem Breck. Das andere Lied, die Goldene Kate, ist gewidmet der Goldene Kate, der Journal, was ich habe schon der Mond beim Anheb, und auf die Seiten von dem dosigen Journal, was allein hat gelebt, knapp ein halben Jahrhundert, dafke mit dem jiddischen Wort in Israel, auf die Seiten von dem dosigen Journal hat sich Rivke Bassmann mamisch ausgelebt. Wie der Mond hat der Redakteur Avrom Sutzkever sie speziell sehr stark gestützt, und damit ist gewesen ein Ort für ihr Lied sich zu drucken dort. Und ihr kennt Tage gefunden durch die Jahre Rivke Bassmanns Lieder dort. Ich will noch lernen, beim Sof, die letzte Schures, für seinen Poshet poetisch sehr, sehr schön. Die Szene ist ein Poshet, sie geht durch der Gas und sie geht vorbei den Bienen, wo die Redaktion von die Goldene Kate hat pflegt sich treffen und arbeiten und kultivieren das jiddische Wort. Und wer schon ist die Redaktion? 2 Menschen, der Riker, wo sie der Mond, Avrom Sutzkever und Alexander Spiegelblatt, was ist lange Jahre gewesen, sehr ein aktiver und treiben die Kerkoyach auch von die Goldene Kate, der Sekretär, und bei ihm ist dort eine Sache aufgetan, allein ein jiddischer Schreiber, versteht sich. Und da will ich noch zitieren dem Sof, was ist so schön und hat es Poshet Hanoi, ja. Alexander hat sie Messias Nefeshtik eingerahmt in Blätter, die jiddische Wörter. Blätter mit jiddischen Wort, schmeichelndig, verträrt, deurestig verklärt, jiddische Wörter wie Bienen, was suchen a blumigen Ort und stechen a durch die hebräische Stadt mit a Nitzel gewordenem, verlorenem jiddischen Wort. Und das ist bei mir sehr schön Lied, und wir haben da auch die Bienen, was wird verbunden mit der Fruchtbarkeit von den jiddischen Wörtern, und was der Mond uns öfter ein bisschen in der Sutzgewerscher bin. Wir sehen da noch einmal die Natur, die Blumen, aber euch Tage dem Koyer von jiddischen Wort Dafke in der hebräischen Stadt. Aber nicht nur dem Koyer, nur euch dem Kampf, sich zu halten in ihr. Das dritte Lied von die Dogmes, von Lieder, was sie hat geschrieben, kedei zu verewigen, emetsen anders und nicht sie und nicht ihre Beziehung zum jiddischen Wort, ist gewidmet Zwie, und sie der Mond nicht, was Zwie sie meint, aber gemeint ist Zwie Eisenmann, ein anderer jiddischer Schreiber, das hat sich euch beschlossen, nur einzuheimischen in Israel, und gewinnt ein teurer Kollege ihrer und ein Chaver, und da schreibt sie in September 2015 Amin Hespet auf ihm, die der Mond in ihm dort durch ein Lied, Mamisch gezählt der Chadoshim noch dem, wie er ist nifter geworden, und euch ist, hat solche gewinnt zu Ariches Yomim. Seht euch, als das jiddische Wort halt beim Leben, ja, und der Halt beim Leben. Es hat einen vitalen Koyach. Ist geworden 95 Jahre alt.
weg in 2015. Und euch legabe ihm hat sie weiter dem Glauben als jüdische Wörter kennen, verschreiben und verewigen, dem Secher von Emetsen. Nicht nur von Emetsen, wie die See, noch von der ganzen Welt. Was ist klar mehr nicht da, aber auf etwas an Öfen lebt sie ja weiter. Das seien die Gedenklieder ihrer noch andere. Und ich will sich zurückkehren zum Sof, jetzt in die verbleibenden Kilometer sagen, 15 Minuten. Ich will sich umkehren in der Zeit und zurückgehen zu dem Churban. Und wie ich habe euch gesagt, hat sie lange Jahre nicht direkt geschrieben wegen ihm. Doch haben wir ein Lied von der späteren Trufe, wo sie kehrt sich ja zurück, direkt und öfter sehr direkt zu die dosige Jahren, wo seinen Avade gewesen Jahren von Leid und Hunger. Und noch lange Jahren, wo sie lebt, schon wieder in Rachpes und Schäfe und in einer sicheren Mokemiklet, kleiner sicheren, aber chotsch heimischen Leuten gefiel. Ein Tag schreibt sie an Asalit und der Hunger kommt zurück. Nicht geguckt auf dem, was sie lebt, ob satte Tag. Es trifft in mir ein Hunger, wie in jene Tag von Ausgehen noch ein bisschen. Ich der Schreck sich vor sein Gefühl. Voran ist Bräut in Stub, genug zu essen. To wie passiert inmitten hellen Tag, als ein hungriger Hunger? Min hastam, auf nicht vergessen. Und bemerkt nur, als das Lied ist sehr unregulär, was scheich sein Struktur. Wir gucken auf ihn und wir sehen schon lange Schuhe, kurze Schuhe. Und wir suchen Grammen, wenn wir sie nicht finden. Das ist nicht kein klassisch, nicht kein ruhig, harmonisch Lied. Aber ein Gramm ist da. Das Essen, was grammt sich mit dem Vergessen. Ja. Man darf einmal kultivieren den Hunger. Und der Hunger, sei wie sei, jener Hunger bleibt unvergesslich in ihrem Guff. Aber von Mal zu Mal blitzt der Ruf mamisch wie eine scharfe Kling und dermont ihr. Und sie will sich nicht bei ihm wehren gegen dem, weil sie darf euch gedenken. Sie darf kultivieren das Gedenken, euch in ihre Lieder nicht zu vergessen, weil vergessen ist außer, mit Tor nicht. Sie hat euch etwas an mir häufig, wie Dafke, wie eine Poetesse, was will bleiben mit dem jüdischen Wort. Das ist ein Lied, was sie hat geschrieben in dem Arbeitslager Kaiserwald in Riga in 1943. Der Motiv da seinen Trepp. Aber in der Emerson ist der Hauptmotiv, was steckt hinter die Treppe verborgen, die Tritt, die monotone Tritt zu der Arbeit, bei der Arbeit, von der Arbeit. Noch Treppe seien doch euch etwas, was kann einmal ein Ruf führen und öfter einmal ein Reus führen, ergens. Öfter auf der Frei, öfter in einer besseren Morgen. Lass mir sehen, wohin die Treppe haben sie geführt. Und wie gesagt, das ist von ihrer Schaffung von dem Arbeitslager und ich hoffe euch der Mond, als sie pflegt dort ein Schreiben, aber ihr Schreiben in dem Lager hat gehabt sehr eine konkrete Funktion. Sie ist gewesen dort in einem Kreis von etliche andere junge Frauen, was pflegen in die Ofenten, organisieren zwischen sich min kleine Kulturoventen, wo jeder eine von seinen Gewinn, etliche von sie, was seinen Gewinn künstlerisch talentiert, wo die künstlerisch Talentierte zwischen sie haben etwas beigetragen. Etwas aufgeführt, etwas bewiesen auf Amin Bienele, vorgelehnt, wie sie, was hat geschrieben Lieder. Und was ist gewesen die Kavone? Die Kavone ist gewesen befährisch und etliche von sie, was sein geblieben Leben, wie Rivke Bassmann Ben Chaim, haben das gesagt, wegen dem, nach der Milchome. Die Kavone ist gewesen, sich unterzuhalten.
sich zu ermutigen, kidei zu vergrößern, die sehr kleinen Chancen, Tage zu bleiben leben. Und das haben sie getan durch Kunst, Kunstausdruck. Es lassen wir hören wegen dir Trepp. Trepp, die Sonne ist hell, die Sonne ist anders wie Trepp, versunkene in Pein. Und jeder Trepp, ein Tag von Wander, was schleppt mich Tag aus, Tag ein. Zementene und Gräue verschlingen alles, was redt von Glück. Ich schlepp sich und mit mir mein Treuer, frühmorgen hin, bei Nacht zurück. Sie will ich kennen einmal Frühling, beim letzten Treppel bleiben stehen und ausrufen von ganzem Herzen, sie ist mehr kein Trepp, nicht tot zu gehen. Und heute das ist eine Frage, was kann öfter haben ein Tam von jestiger Rhetorik, aber das wird nicht kommen als ein Tag von Befreiung, wenn ich will kennen stehen beim Sof von die Treppe, auf dem letzten Treppel und ich will wissen, mit Sicherheit, nicht stocken weiter, weil es hat sich geendigt und es ist ja gekommen, etwas frei am Morgen. Heute wir kennen, haben das Gefühl, als es ist da ein Remes auf eine jestige Rhetorik, ist fort da eine gewisse Hoffnung, was steckt da, was hat uns herausgeführt von dir Trepp, von Tag aus, Tag ein und der führt zu dem Satz, es ist mehr kein Trepp, nicht tot zu gehen. Ein bisschen ein Schemetzel Hoffnung, in welcher er hat sich gekannt klammern und was in ihres Ruhes öfter hat man bewiesen oder etliche hat Rivke Bassmann besäuchen, haben sich der klammert. Wir da gehen so ein bisschen zum Sof und ich will zugeben ein paar Minuten, wie ich habe euch gewarnt und alle, was kennen mich, kennen schon die Kränke. Ich will endlich mit Lieder, was bringen uns zurück zu Rivke Bassmann Benheims Sof-Etappe, Sof-Stapel, die Älter. Was bringen uns zurück zu einem gewissen Humor, was sie hat ihm abgehielt bis ins Sof. Was da führen uns wieder zurück zu dem Iker-Element in ihrer Schaffung, was ist und bleibt der Keuer von der Natur, wie der Qual von einem vitalen Enthusiasmus beim Mensch, was kann helfen, dem Mensch zu schleppen weiter das Leben auf schaffendigen Eufen, schäferischen Eufen. Ich könnte ihm das so kurze Lied. Was tut der Mensch mit seinen 90 Jahren? No, Tage auf Frage. Es ist ein schwer Päckel zu schleppen, sagt euch. Hört sie auf zu zählen, wie vor dem Krähen, und sich allein erzählen, was nicht zum Glauben die Gräuweschaft von Leben mit dem Tod ist. Was erzählt der Mensch mit 90 Jahren, wenn Jahren will nicht wie Samt vermecken tritt? Das ist einfach die ernste Schure von dem ganzen Lied. 2 Schure. Demolt werden Wörter funken in sie Korn und in Herz ein Lied. Noch ein Lied. Und in Mescher von 90, nicht den ganzen 90, 70, wie ich habe euch gesagt, ja, bleibt sich an, kein einhören Lieder. Was ist tief in dem Lied und sehr subtil, ja, weil es ist es ist eine ernste Frage, aber es ist eure Frage mit Humor, ja, was tut man mit hört auf zu zählen, schon genug, wie viel kann man es zählen, ja, in dem Gezählten geht die Broche nicht da rein, no, aber als man zählt schon, da habt man es, mit 90 Jahren werden die Jahren euch eine Last und verwas, weil sie seien nicht wie Samt, sie seien also ohne Schier. Ihr wollt gekannt meinen, dass zu lieb dem ohne Schier wird als mit Tuschtesch mit der Zeit, zu viele Jahre, man vergesst. Aber nein, sie seien nicht wie Samt,
Sie vermecken nicht. Das, was man wollte, öfter gewollt, euch weglosen auf der Seite und gehen weiter, vergessen. Nein, mit den Jahren wird es öfter noch beutelt. Betrockt es weiter mit sich. Und öfter Tage, weil es ist doch der Häuf nicht zu vergessen. Und darf zu sorgen, in jüdischen Wort nicht zu vergessen, gewisse Sachen. Nicht geguckt auf dem, wie gut und rosig und blumig es soll nicht sein, der ist, was man hat, der lebt noch 90 Jahre. Nur was? Nicht genug, nicht geguckt auf dem, was öfter können Tage sein, die 90 Jahre eingesappt, mit All, mit Leid, mit Pein, bis zum Sof, da, weiter das Lied. Und mit ihm wieder etwas a treibende Kraft. Teure Eulem, ich will sich nicht gleich gesegnen, weil ich wollte ja gewollt hören noch etwas Soft-Kommentaren von euch, aber ich will sich gesegnen von dem Vorlehnen für euch mit kurze 5 Schures und danach will ich euch losen hören noch ein Lied, was soll Davke Asa Schleuschim Unternehmung Chasmenen dynamisch und lebendig. I musikalisch, was scheich dem Inhalt von die Wörter, was ihr wird hören. Aber können wir mich euch vorlehnen, die Dosike 5 Schures wieder a kurzing Liedele, a Schmeichele. Schures, was bringen noch einmal zum Ausdruck Rivke Bassmann Ben Chaims stille Getreischaft und euch gesäderdike Emune in der Schönheit, was ist da um uns in der Natur und in dem Naches, was man kann schöpfen, von prosten Sachen, was leben, a Bäum, a Blum, a Blühung, a Frucht und was der Vieren Sie, Rivke Bassmann Ben Chaim, wie a Poetesse, damit euch zu Schöpferischkeit, zu Erschaffung erfüllen, zu a Lied. Mit dem will ich abgeben Kovet, Rivke Bassmann Ben Chaim, wie a Poetesse, also wie ich sehe sie, und gleichzeitig will ich das vorlehnen, das dosige Lied euch widmen, sicher mein Schwieger Stella, was ist weg, jemand gleichzeitig mit Bassmannen, mit der 2 Wochen noch ihr. Und heute sie ist nicht gewinnt, kein jüdisch Poetesse, noch ein Proster jüdisch Reder, hat sie gehabt etwas Beschutwes mit Rivke Bassmann, Ben Chaim meine ich, dass ihr heules zu werden begeistert von a Bäum, von a Blum, von a Frucht, von a Bli, und zu erkennen die Schönheit nicht nur in dem, nur euch in dem Klang von einem Lied. Der Schmeichel von einem Baum, sein Frucht, was saftigt mein Gemüt, ich hab dem Saft versucht und dank ihm mit einem Lied. Und jetzt hat er neu von der musikalischen Interpretation, das mal vorgesungen von Mendy Kahn, von Jung Yiddish in Israel, ein Lied mit einem so zusagendicken und lebendigen Titel Der Milgräum. Und die Symbolik von der Milgräum darf ich euch nicht erklären, heute wir halten noch nicht bei Rosh Hashanah. Eli, sei also gut. Der Milchräum hat wieder bewiesen sein Frucht, hat keiner bei ihm nicht gebeten. A viele kein Wasser letztens versucht, ein heiße Sommertag später. Nicht gescheuern die Zweigler, vergessen bis dreher, allein auf dem Weg zerzweigt a Durchsticker von a trockener Erd, a verlittener schweigt
Koyach und pflegt sein Frucht, was zwingt ihm Geseder sich mir. Ich stehe Vergabte an Kegen und such dem Sod von Jesurem. Mit welchen Koyach und pflegt sein Frucht, was zwingt ihm Geseder sich mir. Ich stehe Vergabte an Kegen und such dem Sod von Jesurem, das Blien. Mit welchen Koyach und pflegt sein Frucht, was zwingt ihm Geseder sich mir. Ich stehe Vergabte an Kegen und such dem Sod von Jesurem. Mit welchen Koyach und pflegt sein Frucht, was zwingt ihm Geseder sich mir. Ich stehe Vergabte an Kegen und such dem Sod von Jesurem, das Blien. Schönen Dank, Eli. Wir dürfen sich bedanken bei den Musikern und die Sänger und noch einmal bei Jael Itzikowitsch und euch bei Mendikan, was hat da gesungen. Und ich meine, es gut, es ist gewesen ein dynamisches Lied und so darf man endigen ein Schläuchchen mit einem gesunden Wort und mit einem gesunden Klang. Aber seid mir noch nicht gesund. Lass mir sich nehmen, אפשר fort noch ein paar Minuten, ob es ist da von eurer Seite etwas Geschick sich noch auszutauschen mit Gedanken, mit אפשר euch Fragen, ob ich kann euch beten, nur sich zu halten kurz in euren Beiträgen, also wird sein noch ein bisschen mehr Ort für mehr von euch wie nur einem. Und ein größer Jascher Koyach euch, was ihr hat so schön ausgehalten, Niedigkeit, ja. Poesie, ganze 2 Stunden, das ist nicht keine Kleinigkeit. A Dank. Ja, Breindl, ich sehe eine aufgehobene Hand bei dir. In das zweite Lied, was mir der zweite von letzten Lied, hat gesagt, dass es du etwas optimisch, und ich verstehe nicht, was es gewesen, die optimische Satz, was untergestrichen. Sagt mir noch, was zweite Lied, weil von dem Sof, von dem Onne, von dem Sof. Das heißt die Treppe. Ja? Nein, ja. Die 90 Jahre. Die 90 Jahre sind die Treppe. Die Treppe. Die Treppe, das Lied, was sie hat angeschrieben in dem Arbeitslager. Ja? Ja, für was ist das ein optimischer Sof? Oder? Ich habe nicht bei MS gewollt übergeben, als der Gedanke da ist nur Optimismus. Aber ich sehe in dem letzten Vers dort, was ich will euch noch einmal wegstellen für die Augen, wird sein geringer. Ja. Da, ja. Sie der Mond als eine Möglichkeit, dass öfter wird kommen, eine letzte Treppe, wo sie wird können bleiben stehen, statt weitergehen und wiedergehen zu der Arbeit, bei der Arbeit, von der Arbeit und sich mutschen. Und auf dem dosigen Treppe wird sie öfter können von ganzem Herzen ausrufen, sie ist mehr kein Treppe nicht dort zu gehen. Nicht, weil, ich meine nicht, dass man darf das verstehen, wie der Sof von Leben und sie wird sagen, das habe ich verstanden. Nein. Und was für eine Funktion wird gehabt, das Lied, auf einem kollektiven Abend, wo die Kavone ist doch zu stützen und zu ermutigen und unterzugeben ein bisschen Mut. Es meint durch sich da, als es wird kommen, der Sof von die Treppe, was symbolisieren das monotone Sein versklavt,
zu einer Arbeit, was hat nicht keinen Sinn, aber mutschet euch und sappt euch dem letzten Lebenssaft. Ja? Aber nein, zu dem wird öfter Tomer kommen ein Tag von Asof. Also wollte ich das gelernt. Und ich sehe noch weiter dicke aufgehobene Hand, Asiel. Miriam, ich habe gewollt sagen, also ich habe gelernt, koidem euch Rivkas Poesie, aber ich noch unter dem Treffung und dein zugebundene Poesie, weil ich keinmal nicht gucken nach vier Poesie in derselbe Licht. Ich will sehen, eine Sache mehr und eine Sache tiefer in was ich lerne. Einen großen Dank. Dank. Ich meine, das ist sehr schöner Öffnung hier abzugeben, Covid. Und ja, wir sollen nicht damit meinen, dass die tiefe Meinen stecken nur in gar komplizierter Poesie, was keiner kann nicht bei MS verstehen. Ja, einmal ist da Tage eine Sache, Tiefkeit in poschete Wörter. Und ich meine, als mit dem ist sie dafke öfter ein Min Godel Hador, das ist ein größer Begriff. Aber es steckt eine gewisse Größkeit in dem zu sein Mesugeln mit Wörtern, was jeder einer kann, zutreten zu sehen, überzugeben, tiefe Gedanken. Und ich meine, als das ist ihr nicht einmal sehr schön gelungen, mit sehr eräuschendiger Spiritualität euch. Herzlichen Dank, du hast das sehr prächtig bewiesen. Dank. Nicht genug, das ist gewesen nur auf dem Spitzmesser. Ich hoffe, dass ihr seid sich bewusstsinnig bei dem. Ja? Also was wir haben da getan ist eigentlich nur zu machen Appetit. Danke. Ihr sollt weiter lernen. Das ist das Beste, was kann euch wachsen. Wo kann man finden, die Texten? Ja, heute im Kohl hat sie Tage veröffentlicht sehr Sachbücher. Ich weiß nicht, sie hat eine genauere Zahl, aber bei MS sämtlicher Bücher und viele das letzte noch in 2020. Die dosige Bücher kann man sehr gering kaufen und gefunden und kaufen in Israel. Es seit sich Matriarch kommt daher in dem Land von den Eukalypten und dem Jiddisch-Wort, wo man kann noch kaufen, Jiddisch-Bücher. Sie hat sehr eng mitgearbeitet mit Beis Leivik. Lange Jahre, nicht nur in die letzten Jahren. Sie ist gewesen sehr getreider, dosiger, kultureller jüdische Institution da im Land. Und der Leivik Verlag hat herausgegeben eine Sache von ihren Büchern durch die Jahre. Man kann das euch bestellen von der Weitens. Ob ihr freut sich und ihr wollt nicht kommen nachher, nur Maile, wollt ihr nicht kommen, aber die Bücher seien fortzuträglich. Ihr könnt sie bestellen durch dem Leivik-Haus und ich will reinklippen in dem Schmueskestel und das schicken zu allen, dem Adress von dem Leivik-Haus, sehr poschet Leivik Mail, Strudel und Gmail.com. Und dort könnt ihr anschreiben und bestellen. Aber auch trotzdem seien eine Sache von ihren Büchern euch zuträglich siehst durch den jüdischen Büchercenter, was ist die größte elektronische Bibliothek von jüdischen Büchern heutzutage, sehr gedei reinzuschmecken, ob das ist euch noch nicht bekannt, Jiddisch Book Center. Ihr dürft nur das reinschreiben in Google und es wird euch ausspeien die volle Information. Und euch, wer es hat, Zutritt zu Nummern von die Goldene Kate, wird gefunden, kimat in jedem Nummer. Hat ein Dogme von ihren Liedern, wie ich euch gesagt habe. Avrom Sutzke war sie sehr, sehr stark gestützt und gewollt, geseder durch die Jahre ihr geben an Ort auf der Dosiker Biene und hat das getan. Und ich sehe der Heiligung von Eli, was schreibt uns, als sie hat herausgegeben 22 Bücher, Zachakel. Ja? No, auf dem darf man der Leben die einzig, sagt euch, und haben Keuch. Sie seien dann noch
Frages oder etwas, was Emetzer will. Der Ganzen, etwas, was ich hab nicht dersorgt oder verschwiegen. Verschwiegen habe ich gar nicht, aber in 2 Jahren, wie viel kann man es versacheln von 90 Jahren und von 70 Jahren schaffen? Bei ihm ist nur auf dem Spitzmesser und als Sache sehr interessante Sachen, eure Scheire, ihr Leben habe ich nicht der Mond und man soll mir Meuchel sein. Aber bei ihm ist seht in dem als Stimul, allein weiter zu forschen. Und ich will abschließend auch kurz noch einmal danken euch alle Menschen und euch dem Ivo und der Jiddischliga für die Gelegenheit, was ist bei MS gewesen, sehr bekovedike Menich, bekovedike Eufen, abzumerken ihre Schläuschim, will ich dermonen, als es wird vorkommen, noch ein anderes Programm, der Covid, der Secher, ihre Tiere, Tage zu die Schläuschim, die Woche, es ist eine gute Woche in der Jiddisch-Welt, eine schäferische. Und das wird sein, Schläuschim-Programm, was wird vorkommen in dem Leivik-Haus, in Beis Leivik, in Tel Aviv. Ist dort darf ihr sich bei MS Matriach sein. Es ist eine physische Begegnung, aber hat es nicht kein Deige. Ob ihr werdet schon nicht kriegen, keine Billetten auf den Flieh. Es wird euch transportiert werden durch Zoom. Und ob ihr wollt sich verschreiben auf dem Donnerstag, 7 Aseger Israelzeit macht allein dem Cheshben, was das ist bei euch. Verbete ich euch, sich zu wenden direkt zum Leivik-Haus, schreibt sie und ihr werdet kriegen die volle Information. Und wer von euch es will, öfter bleiben mit mir, Ania Kotten, in Kontakt, Zidosis, Rivke Wastmann, den Chaim, glatt, ein jüdisch Wort, und kleppe ich rein in dem Schmueskästel mein privaten Adress und ich verbete euch anzuhalten dem Kontakt. A schönen Dank. A Dank meine Teire Schutfim. Bleibt mir alle gesund. Dank, Miriam, es ist gewesen ein größtes Schiss zu hören, deine Austeitschungen von den Liedern, wie dies gezeugt dem Fudem von Wort, in Gramm, in Struktur, in Leben, in Schumme, in Chulen. Und es ist speziell rierendig, was für dir ist es sehr eine persönliche Überlebung, weil dir es geht gekannt haben in der Fall, was dann deine eigene persönliche Avede in den letzten paar Wochen ist. Wir schicken dir ein Treist und wir sollen gefunden ein Treist in Rivkes Lieder. Und ein großen Dank, was du gewähnt hast und uns beschenkt dem Tag. Mit dem Dank für die Gelegenheit. Dank für den Schutz, was Itl und David und bleibt alle gesund und teilen wir heute. Vielen Dank. Mir bitte vergehen, sei mit mir allein unter grüner Zweigen, du und ich und Bein, Salbe dreht mir Schweigen. Und ich ohne Bein, Salbe dreht mir Schweigen.